It's me against the world. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zwar nicht so viele im Moment, aber ist aber egal. Zum 4. Podcast vom Kanal vom Rocka, Mats Podcast. Ich bin der Host, Captain Head. Wie gesagt, der Amix übrigens hier oben mein Kanal, mein Privatkanal. Hey Didi, hoi. Und Twitter-Account, wenn ihr irgendetwas zu posten habt, wenn ihr zu motzen habt oder sonst irgendetwas, könnt ihr gerne dort reinschreiben. Ich erkläre wieder einmal die Regeln. Es ist ja so, wir haben wieder gesehen, hier unten das Thema ist Sexismus. Dabei ist Daxra bzw. Rahel. Sollte eigentlich der meisten in der Schweizer Streaming-Szene bekannt sein, auch wenn sie selber nicht oft streamt. Ja, egal. Aber das Thema ist Sexismus. Wir werden in der nächsten Stunde, 1,5, 2, was auch immer, je nachdem wie lange es geht, über das Thema reden. Jedes Mal, also ihr könnt ruhig in den Discord-Channel vom Rocka kommen. Das wäre da. Ihr könnt reinjoinen. Hallo? Oh, ich habe es falsch geschrieben. Sorry. Discord. So, jetzt. Könnt ihr reinjoinen. Ich kann Senf dazugeben. Könnt ihr schnell in den Wartekanal. Wir ziehen euch da runter. Und ihr könnt eigentlich gerne mit diskutieren. Es hat letztes Mal relativ gut geklappt. Wir haben über das Thema Fleischkonsum geredet. Und Tierschutz. Und dort haben wir auch 2 Beiträge gehabt. Also seid ihr jederzeit willkommen. Wie gesagt, heute haben wir das Thema Sexismus. Das passt ja gerade sehr gut zu dem, was am letzten Wochenende passiert ist. Frauenstreik am Freitag. Gay Pride. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ja, hat auch etwas damit zu tun. Gestern noch in Zürich. Und ich hole jetzt mal meinen Gast. Eben Rahel, Daxra, da wäre sie jetzt. Du wärst im Bild, hallo. Willst du dich mal einfach kurz mal vorstellen, also, wer du bist, was du machst, wie alt du bist? Vielleicht ist das noch wichtig. Also, normalerweise würde das jetzt nicht irgendwie darauf bestehen, aber bei dir wäre das vielleicht nicht mal so uninteressant zu wissen, wie alt du bist. Ja, ich weiß fast, das ist ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Wie auch immer. Man hört sie nicht. Ich habe es doch eingeschaltet. Hä? Nein, aber du bist... Ist sie gemutet? Eigentlich nicht. Warte schnell. Eigentlich sollte man sie hören. Red mal. Komisch. Warte schnell. Ich tue schnell Discord neu starten, vielleicht liegt es an dem. Aber vorher jetzt haben wir noch geklappt. Eine Sekunde, ich weiß nicht, was es liegt. Aber es tut tatsächlich nicht ausschlagen, wenn du redest. Ich schnell. Ja, ich schaue jetzt schnell das Audio. Ja. Ist eigentlich unmuted, aber ich bekomme kein Signal rein. Warte, ich schaue nochmal schnell. Audio. Desk Audio. Standard. Standard. Anwenden. Hallo, red mal. Hallo? So, jetzt sollte man sie hören. Besser. Jetzt sollte man sie hoffentlich hören. Ich weiß auch nicht, was es gelegen ist. Vorher jetzt haben wir gut geklappt. Report Channel. Ja, easy. Da haben wir es in dem Fall schon gehabt. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ziel ist erreicht. Bis in einem Monat. Dann haben wir dann wieder einen Podcast. Gut, also. Ich weiß auch nicht, was es gelegen ist. Aber solange es funktioniert, ist es eigentlich scheißegal. Ja. Gut, also. Was ist Sexismus? Ich habe hier schnell einen Artikel. Ein Wiki-Artikel. Wo ist das jetzt gewesen? Es gibt 3 Definitionen.
Es ist als traditioneller oder offener Sexismus wird die offene, auf das Geschlecht bezogene Diskriminierung bezeichnet. Als moderner Sexismus wird die Leugnung von Diskriminierung bezeichnet, sowie die Ablehnung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abzubauen. Diese Form des Sexismus zeigt sich insofern nicht offen und direkt, sondern indirekt. Und Neosexismus wird der Konflikt zwischen egalitären Werten und negativen Emotionen gegenüber Frauen, Misogynie, bezeichnet. Was heißt das? Also, traditioneller Sexismus heißt einfach, egal, Mann oder Frau, wenn es geschlechtsbezogen ist, dann ist es Sexismus. Moderner Sexismus ist die Lügnung, dass es Ungleichheiten gibt. Und Neosexismus geht es eigentlich hauptsächlich gegen Frauen. Jetzt zum Frauenstreik, den wir ja vorgestern hatten. Rahel, bist du gewesen? Nein, Wieso da nicht? hat mich mein Lehrer auch gefragt, aber wie ich habe ja den Kurs von der Lastwagentheorie im Moment und dann hat der Lehrer auch gemeint, warum ich dort nicht angegangen und dann habe ich gemeint, einfach ja, zum den Kurs kompensieren schießt es mir an und ja, deswegen bin ich eigentlich nicht gewesen. Weißt du, um was es gegangen ist? Gleichberechtigung mit den Löhnen vor allem, Mhm. in gewissen Berufen. Mhm. Ja, mehr habe ich mich eigentlich damit nicht befasst. Hat es dich überhaupt interessiert? Nein. Gar nicht? Okay. Weil ich arbeite in einer Branche, da ist überall gleich, egal ob Mann oder Frau. Und Okay, aber ja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass es, also du hättest ja als Solidarität mitmachen. ja, ich habe Besseres zu tun, blöd gesagt, wie auf die Straße gehen für da. Okay. Also ich habe auch noch einen Artikel da von der Schweizer Illustrierten, wie die Diskrepanz ist zwischen Männern und Frauen in der Schweiz. In der Schweiz bekommt jede 10. Frau, also Mutter von der Rückkehr, Kündigung. Ja. Entschuldigung. Was aber eigentlich auch nicht rechtens ist, weil du Natürlich. hast Kündigungsschutz während der Mutterschaft. Also während dem Urlaub oder vor der Mutterschaft. Ich glaube, Genau. 3 Monate bevor du Mutter wirst, hast du Kündigungsschutz. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, was ist 3 Monate nachher hast du ja noch Dings, oder? Mutterschaftsurlaub. Ja, ich glaube. Irgend so etwas. Irgendwie so. Ich bin im Moment noch nicht schwanger gewesen. Ja, ich auch nicht. Toi, 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 vielleicht passiert es ja bei mir noch. Nachher, Familie und Beruf unter einen Hut bringen ist immer noch mehrheitlich ein Frauenproblem. Laut Bundesamt für Statistik wechseln Mütter nach der Geburt doppelt so häufig ihre Stelle wie Väter. Ja, das ist ja der Mutterschutz, steht ja so. Genau. 66,2% der berufstätigen Mütter reduzieren nach der Mutterschaftspause ihr Pensum. Nur 14,9% der Väter geben den Arbeitstag auf. Es ist einfach halt auch noch so ein bisschen die... Es ist dann halt wieder die Rollenverteilung. Genau, die klassische Rollenverteilung. Der Mann Mann sorgt für geht Familie, arbeiten. genau. Und die Frau tut dann nachher daheim Kinder hüten und kochen und putzen und so weiter. Ja. Zudem gibt es eben auch noch ein Video von SRF, das hat, glaube ich, der Rocca letztes Mal gezeigt. Das könnten wir eigentlich auch noch schnell anschauen. Ich gehe dann nachher zu den anderen Punkt weiter. Es ist, was wir Frauen nie mehr hören wollen. Das ist von SRF, da sind auch so ein bisschen bekanntere Leute noch dabei. Können wir noch schnell reinschauen. Warte, ich schicke dir noch schnell den Link, damit du... Ja. Oder beziehungsweise du kannst... Ja, ne, du kannst ja im Stream noch schauen. Ja, ich habe jetzt den Stream eigentlich gerade aufgemacht. Okay. Warte, ich schicke dir den Link gleich nochmal. So. Und... Didi ist schon drin. Willst du etwas... Oh, okay. Ich halte die Didi dann nachher gerade rein. Ja, Schauen wir schnell das Video. Der eine Satz, den ich wirklich gehört habe und kurz gerade ein bisschen sprachlos war, also ist, ja, natürlich verdiene ich mehr als du, aber ich bin schließlich auch ein Mann. Ich muss eine Familie ernähren. Was ich 2019 einfach nicht mehr erleben will, ist der extreme Unterschied, wenn ein Mann eine Forderung stellt,
dann weiss er, was er will, ist ein super Typ. Wenn eine Frau das Gleiche macht und Forderungen stellt, dann ist sie mühsam, super dominant und hat Haare auf den Zähnen und wahrscheinlich seit 300 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Hast wieder mal deine Tage. Du musst einfach verhandeln wie ein Typ, dann geht das schon. Hure gut. Für eine Frau. Bist jetzt du auch so eine Feministin? Frauen können Auto fahren. Puh. Guten Morgen, Baby. Guten Morgen, lange im Fall auch. Du wirst sicher gut aussehen in einem Dirndl. Du bist ja nicht nur hübsch, du bist ja auch noch schlau. Beim Jobinterview, wie alt sind Sie? 34? Wenn sie eigentlich mal Kind haben. Was ich nicht mehr hören kann, ist, dass ich als Zicke bezeichnet werde, nur weil ich meine Meinung klar und deutlich sage. Mir hat ein SRF 3-Hörer mal geschrieben, ich freue mich auf den Moment, wo du schwanger wirst. Dann muss ich dich nicht mehr im Radio hören. Weil man ja aufhört zu arbeiten, sobald man ein Kind hat. Und dann ist man sowieso weg vom Fenster und nichts mehr. Als Frau, außer die Mutter. Du musst dich einfach besser verkaufen. Diese Karriere die hätte ich dir im Fall nie zugetraut. Ah, ihr stellt jemanden ein. Könnt ihr bitte schauen, dass es eine Frau ist und hübsch? Wirklich? Du hast einen ETH-Master. Ich habe gemeint, Naturwissenschaften, das sei nicht so wirklich etwas für Frauen. Bei mir ist es nicht etwas, das ich nicht mehr hören will, sondern etwas, das ich mehr möchte hören. Ich möchte, dass wir alle mehr reden von Musikerinnen und Musikern, von Sportler und Sportlerinnen, von Bäuerinnen und Bauern, von Schweizerinnen und Schweizer, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, dass man einfach mehr hört von Frauen. Und so weiter und so fort. Ich habe das gestern mit der Freundin zusammen angeschaut und dann habe ich gesagt, dass, sie sagt ja ganz einfach, dass man mehr hört von Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, Frauen hören auch nicht auf zu reden, wie wollen wir die nicht überhören? Wow. Ja, es ist schon so. Es ist ein bisschen, ich finde das Video grundsätzlich ist es eigentlich okay, aber ich finde es ein bisschen zu übertrieben. Ja, Also, das bei musst du- gewissen Sachen habe ich mir auch gedacht, das ist sehr übertrieben gemacht, weil zum Teil stimmen die Sachen, finde ich einfach gar nicht. Zum Beispiel. Das ist wie jetzt da mit dem ETH, dass sich Frauen nicht dafür interessieren tun. Ja, aber Mittlerweile ist es so, Ja. mittlerweile ist halt so, Frauen machen das Gleiche, was die Männer machen, wie auch Männer zum Beispiel jetzt die VG zum Beispiel. Mhm. Ist jetzt auch kein typischer Männerberuf und es gibt genug Männer in diesem Beruf. Mhm. Mhm. Und Da vor kannst du jetzt auch allem- nicht sagen, das ist ein typischer Frauenberuf. Ja, aber weißt, es ist auch so, dass es ist wahrscheinlich auch halt so, dass in den Naturwissenschaften weniger Frauen drin sind. Ja, aber dann sollte man es ja eigentlich schätzen, finde ich, blöd gesagt, dass dort eine Frau dabei ist und nicht sagen, Es- oh, es gibt auch Frauen, die das machen. Ja, es ist ja nicht unbedingt Abschätzung. Sie haben ja gesagt, Ja, einfach. du hast einen ETH-Master in Naturwissenschaft. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Frauen gibt, also dass Frauen sich dafür interessieren. Es ist halt Eben, aber wahrscheinlich dass man schon, das dann halt. es ist wahrscheinlich schon Ich so, find- dass es einfach irgendwie prozentual, weiß ich nicht, 10% Frauen und 90% Männer sind. Trotzdem Ja. wahrscheinlich. Oder von mir auch 2080. Und Ja, das, es ist halt schon- du willst wahrscheinlich genau das Gleiche hören mit deinem Beruf. Das ist ja so. Also schlussendlich Lastwagenfahrerin. Also ich habe auch schon gesehen, aber ich meine, das ist ja auch, weiß doch nicht, ein kleiner, Ja, es ein wird kleiner halt als Schopfer. Männerberuf abgestempelt. Ja. Weil alle denken oder das Gefühl haben, man muss jetzt da mega stark sein und weiss ich Gott nicht was, aber das ist mittlerweile in der heutigen Zeit gar nicht mehr so. Weil durch so viele Hilfsmittel. Ja, ja, eben. Also es ist einfach halt so, ein bisschen, es gibt halt so Männerberufe und Ja. Frauenberufe. Das haben wir eben auch gehabt. Habe ich den Artikel auch gerade davor irgendwann. Da. Es ist darum gegangen. Sorry. Sexismusvorwürfe gegen die Swiss. Okay. Weißt du, wegen der Flugbegleiterinnen. Mhm. Dass sie halt irgendwie Make-up tragen und irgendwie, wenn sie einen Rock haben und bla bla bla. Aber eben so ein Flugbegleiter oder Attendant Ja. ist einfach halt, entweder ist es eine Frau oder wenn es ein Mann ist, der ist dann automatisch so assoziiert, das ist ein Schwule. Das ist ja so. Also es ist halt, Wieso aber dann auch wieder eher ein Frauenberuf, also von der Gesellschaft als Frauenberuf angesehen wird. ja, das ist dann wahrscheinlich halt, das ist, was ich sage jetzt mal 100 Jahre lang Fluggeschichte, wo dann nachher halt das so ein bisschen assoziiert. Und ich meine, du wirst bedient von einer Frau, weißt du, also du wirst
Nicht Ja. eben, bedient von einem Mann ist dann nachher für einen Mann zum Beispiel ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Also, ja, für den Schluss eigentlich nicht für mich, aber eben das Bild halt. Ja, Und es eben, ist ein komisches Bild, wie man sich nicht gewöhnt ist. genau. Noch schnell zu dem, was Drake geschrieben hat. Ja, oder dass alles doppelt angeschrieben werden muss. Wäre Also ich doch finde das im jedem Fall nicht Dude schlimm. egal, wenn nur die weibliche Form stehen wird. Aha. Also ihm Okay, wäre es aber- scheißegal, wenn jetzt nur würde stehen Fußballerin statt Fußballerin und Fußballer. Aber dann da ist bei mir auch genau gleich. Mir ist doch so scheißegal, ob jetzt Fußballerin und Fußballer dort steht. Solange das Fußballer irgendwie dort steht, dann ist es mir eigentlich so völlig egal. Ja, aber es ist einfach halt auch. Ja, mir wäre es ja. Der Drake hat aber schon recht, weißt du? Es ist doch scheißegal, ob dort das steht oder nicht. Ja. Hat das aber nicht historische Gründe mit dem Flüger zum Gewicht sparen, nicht? Keine Ahnung. Kann gut sein. Also so genau weiß ich es nicht. Also jetzt mal Vermutung gehabt, dass es vielleicht eben halt. Aber es macht schon irgendwie noch Sinn, wenn sie so mit diesen Papierflügern rumgeflogen sind früher. Ja, okay, aber machen genauso viel wiegen wie eine Frau. Ja, eben. Dann nimmst du einfach einen dünnen Mann und das ist gut. Ja, eben. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also eine leichtere Frau zu finden als einen leichteren Mann. Sag ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ja, ich sag's mal so, ich kenne genug dünne Männer. Ja. Gut. Da Frauen leichter sind. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Mehr Gewicht braucht mehr Treibstoff. Dann nehmen wir halt einen dicken Mann und das ist gut, statt 5 dünne Frauen. Ja, oder so. Ja. Und der Pilot ist aber ein Mann. Mhm. Also mittlerweile gibt es das auch, aber der Pilot ist aber ein Mann. Ja. Und der Co-Pilot auch noch und dann damals jetzt noch irgendwie den Navigator noch gegeben und weiß nicht was. Und bla bla bla, Kartenleser. Ja. Ganze Kavier. Ja. Gut. Gibt es zu dem etwas zu sagen? Von irgendjemand schnell dazu kommen? Also für den Einstieg mal. Der Emily hat doch noch etwas da noch gesagt. Mhm. Wo ist es? Dass es heutzutage überhaupt noch das Thema ist, finde ich einfach traurig, hat der Eminem geschrieben. Mhm. Und die Löhne sind aber nicht gleich. Hast du den gleichen Lohn? Hättest du schlussendlich den gleichen Lohn wie ein Mann, wenn du ausgelehrt bist? Bei meinem Beruf? Ja. Ja. Aber wahrscheinlich eben auch nur, weil es ein Männerberuf ist eigentlich. Da weiß ich nicht. Wahrscheinlich, also, es kommt wahrscheinlich auch immer ganz auf die Firma drauf an, denke ich jetzt einmal. Okay. Könnte ich mir vorstellen, aber Okay. bei mir in der Firma werden alle gleich gezahlt, egal ob Mann oder Frau. Okay, gut. Also der Rocco hat anscheinend. Dass du das gemacht hast, oder? Okay. Was? Hoi. Was hat er gemacht? Sorry, du hast gesagt, sie ist ab und die abgezogen. Ah, ja, wir haben gerade geredet wegen dem Ding. Das ist echt interessant vom Fall, weißt du? Ja. Weil es kann schon sein, dass sie damals einfach leichter sind und Flugis und so sind ja nicht mehr so wie jetzt. Ja, eben, sag ich. So halbe Jets. Laut. Okay, Und dann- du schnell den Rocco ab. Und ihr sind aber übrigens wohl leislich, ihr zwei. Okay. Hat er dir die geschrieben? Ah ja, aber Also- ich kann nicht alles anschauen. Ich Ah, glaube, ich okay, mache ja. schon Lüter. Ja, machst mich leislich und die anderen. Ich 2 Leute. Hallo, Hoi, Roger. Dann kann ich da den Master noch schnell auftun. Wo ist da Lautstärke? Gibt es überhaupt einen Master Lautstärke? Nein, ich mache jetzt auch alles auf. Fuck you fast. Gut. Ist gut, Leute? Mach Rocco. Chat. Okay, tschüss. Ja, sag noch Tschö. schnell wegen der Lautstärke. Den Rocco habe ich jetzt abgetan und da ist ein bisschen aufgetan. Und weißt du, nachher ist einfach Tradition geblieben und haben es einfach Frauen gemacht, oder? Was ist das Problem? Und ich habe auch schon Typen gesehen. Ja, es geht ja nicht darum, dass Aber- es Typen nicht gibt. Aber eben das, was ich vorhin gesagt habe, entweder sind es Frauen oder wenn es Männer sind, dann hat man das Gefühl, es sind Schwule. True. Es geht um das. Also das sind weibliche Männer quasi. Aber das wird jetzt, ja gut, Nicht, dass sie kann sind. sein, Es aber- geht nicht darum, ja, dass ja. sie sind. Es Aber- geht darum, dass man sich gerade so denkt, so, oh mein Gott, der ist da und Ja, macht da ja, ich Frauenarbeit denke quasi. Ist es nicht das gleiche wie Krankenschwester? Genau. Eben, Habe ich jetzt Frage. auch gerade sagen. Oder wenn ich eben zum Beispiel jetzt den Beruf, den sie hat, dann sagt man dann nachher, das ist wahrscheinlich so eine aggressive Lesben oder so.
Wer sie? Ja, Dings, Rahel hat Aha, ja... dran. Ja, das ist sie auch. Ja, das weiß Aber ich. Aber ich bin auch schon gefragt worden, ob ich lesbisch bin. Die Frage habe ich schon mehrere Mal bekommen. Aber eben, das ist ja nachher auch wieder Sexismus eigentlich. Ich meine, wieso musst du sexistisch sein, Ja. nur weil du Lastwagenfahrerin bist? Hey, ja. Fuck, ist doch alles übertrieben, Mann. Ja. Ja. Ich will, dass der Matt kommt. Matt, du hast vorhin gesagt, du hast zwar deine Meinung geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, aber mich würde es interessieren. Ja, soll er ruhig reinkommen? Oder? Soll er nur Ja, reinkommen? Tradition ist, Sani, nachher wieder eine total andere Geschichte. Oder? Vieles ist halt wegen Tradition. Ja, aber ich das- finde, das- Tradition ist das eine. Das kannst du nicht irgendwie sagen, hör auf machen, weil ich erinnere mich immer an das Ding, wegen die amerikanischen Boy Scouts und so, warum Frauen da nicht dürfen mitmachen. Mhm. Oder? Das ist ja so etwas. Das ist jetzt halt so. Bei Dien und Pflege war immer ein Frauenjob gewesen. Das wird sich nicht so schnell ändern. Ich denke im Fall schon. Aber es gibt genug Männer, die VG machen. Genau. Ja, aber es wird sich nicht schnell ändern. Es wird sich ändern wahrscheinlich. Du musst nicht Tut nicht. vorbereitet sein, du musst nur reinkommen und schnurren. Wir sind noch weniger vorbereitet als du. Safe. Definitiv. Ich keine Ahnung, was ich da mache. Mach nicht der Sky so etwas rein. Doch der Sky Owner macht VG. Zum Beispiel, genau. Und er ist auch ein Dude, ganz normal als ich. Aber wahrscheinlich schon. Egal. Er ist schwul, ja. Das können wir jetzt einfach so bestimmen. Ja, aber eben, das ist ja genau das. Weißt du, wenn du einen Frauenberuf machst als Mann, bist du irgendwie ein Homo. Und umgekehrt bist du auch Homo. Automatisch. Ja. Besonders am Arsch. Ja, du bist einfach am Arsch. Ja, ich Und sag's wenn mal du, so, man kann's wenn du, nie wenn allen du recht Frauenberuf machen. machst, wenn du Frauenberuf als Frau machst, dann hast du auch verloren, weil du weniger Lohn bekommst. So behindert. Wir haben aber letztes Mal bei mir, wo ich live war, haben wir auch darüber diskutiert. Und eigentlich haben die meisten gesagt, es ist bei allen gleich, wenn nicht sogar umgekehrt, dass sogar die Frauen mehr bekommen. Ich selber kann es auch nicht, dass eine weniger bekommt als ich. Also ich habe es nicht erlebt, sagen wir es Ich so. glaube, wir sehen das einfach nicht. Weißt du, so auf dem Ich habe eher das Gefühl, es einfachen passiert, Niveau. aber es ist wenig. Oder? Aber das weniger länger, damit sie machen. Das ist ihr Recht, Ja, oder? es sind, Natürlich. glaube ich, 2%, wo die Frauen weniger bekommen. Und dann dürfen sie ja motzen. Ja, Und ich habe letztes Mal gesagt, weißt du, wenn du weniger bekommst, warum schaffst du denn dort erstens? Dann suchst du einen neuen Job zum Beispiel. Oder redest mit dem Chef. Ja, aber so einfach ist es eben auch nicht. Erstens, ja, weißt du, ich meine, vielleicht brauchst du ja den Job, vielleicht musst du jetzt schaffen. Ja. Ja, ich habe ja, meine Freundin arbeitet auch im Sozialbereich. Und abgesehen davon, dass eben hauptsächlich Frauen dort drinnen arbeiten, es sind schon 2, 3. Aber für den Job, den sie macht, weißt du, ich meine, mit Behinderten arbeiten und so weiter und denen helfen und bla bla bla, und dann bekommt sie Minilohn über für das Ganze. Und das ist Also, ja wegen dem Job meinst du jetzt? ja, es ist ein harter Job. Mhm. Es ist hauptsächlich von Frauen besetzt. Genau. Und sie bekommen trotzdem. Also, weißt du, ich habe das immer so ein bisschen vergleichen mit Dings. Ich habe einen Kollegen, der von der Türkei in die Schweiz gekommen ist. Irgendwie da. Den Cousin. Ja, das sind ja alles meine Cousins in der Türkei. Ja, Das ist schon klar. Logisch. Der hat. Irgendwie ist da gewesen, 5 Jahre, 6 Jahre hat er gearbeitet, hat so eine Anlehre gemacht als Plattenleger. Und er ist auch recht gut gewesen, weißt du, meine Qualität ist gut gewesen, weißt du, da kann man nichts sagen. Und auch Arbeitsmoral und so ist alles super gewesen. Und hat in einem Monat, kann man den Ende bannen bitte, Ja. Ich will den Mogli bannen, was soll das? sagen, Weil er ein will mich Kind von mir. heiraten. Er wollte das Hallo? Kind, ja. Natürlich, hallo. Gestern sagt er mir noch etwas anderes. Ist mir egal. Und der hat irgendwie in einem Monat knapp 6'000 Stutz verdient mit Plättchen legen. Und meine Freundin wird mit 100%, sie schafft nicht 100%, aber mit 100% wird er nachher verdient viel weniger. Aber für einen wichtigeren Job nicht mehr. Ja, und mit Dings, mit dem Abschluss. Ja. Also das ist auch so die Diskrepanz, die es hat zwischen Männern und Frauen. Ja, jetzt da zum Beispiel, was ist das? Von der Bundesamt für Statistik habe ich noch schnell eine Grafik da. Da steht mit zum Beispiel monatlichen Bruttolohn 2016 ist das. Aber 2019 ist es rausgekommen, aber Statistik ist von 2016. Und da Männer und Frauen 800 Stutz plus minus 800 Stutz mehr. Bekommen Männer über pro Monat. Im Durchschnitt.
Aber das ist, wenn alle gleich viel arbeiten. Auch. Das ist einfach halt Durchschnitt. Aber Durchschnitt. Aber weil, von wegen eben, Frauen arbeiten ja allgemein weniger als Männer. Ja, aber weißt du, wenn es gleich wäre, es geht um das. Aber das Also, ist die Frage. Wenn sie gleich würden arbeiten. Ja, genau, wenn es alles auf dem gleichen Ebene wäre. Okay. Und da Vollzeit und Teilzeit. Ja, ich würde sagen, Frauen ausschaffen, Problem gelöst. Wow. Sagt der Ausländer. Frauen kommen in die Schweiz und nehmen den Ausländer Arbeitsplätze weg. Ich gehe denke mit. Ich muss schnell den Chat aufholen. Weil in der Airline habe ich einen Job bekommen. Ja, ich bin jetzt bei der Swiss Irish Flight Attendant. Das ist das Schlimmste, Sani. Gleichberechtigung ist da. Wir müssen gerne. Rahel stinkt ist schon ein sehr guter Beitrag. Das ist der Ende. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der ungerechten Lohndistribution der verschiedenen Branchen und auch der Gender-Thema. Ja, auf jeden Fall. Aber vorher Sexismus erklärt, ich habe es verpasst. Sexismus. Hat das mit dem genau etwas zu tun? Jetzt zum Beispiel. Mit was genau? Mit dem Geldzeug und Lohn. Ja, das ist da beim Dings, als moderner Sexismus, kannst du im Stream nachher schnell schauen, das da, der mittlere Teil, moderner Sexismus, wird die Leugnung von Diskriminierung bezeichnet, sowie die Ablehnung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abzubauen. Das ist genau das. Sexismus heißt, also der moderne Sexismus heißt, wenn man sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, oder wenn es das gibt, dann ist mir es scheißegal, quasi. Wenn es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, ja, ich kann schnell im Wikipedia Sexismus eingeben, dann muss ich da nicht noch einen Link schicken. Und Neosexismus, und das hat aber nichts mit Männern und Frauen zu tun, also nur mit Frauen zu tun. Die ersten zwei, der traditionell und der moderne Sexismus. Die Leugnung von Diskriminierung Genau. wie die Ablehnung von Maßnahmen, die darauf abzielen, zwischen Geschlechtern abzuwenden. Diese Veränderung zeigt sich insofern nicht offen und direkt, sondern indirekt. Genau. Also wenn ich sage, der Unterschied gibt es nicht, das ist sexistisch. Ja. What? Oder wenn man sagt, es gibt einen Unterschied, aber mir ist es scheißegal, dass Frauen weniger verdienen. Oder Männer weniger verdienen. Da ist das Geschlecht egal, auf welche Seite das geht. Aber bei Neosexismus, das ist ja das, was wir eigentlich hauptsächlich jetzt finden, oder aber weißt, mit dem Neofeminismus-Zeug und so, wird der Konflikt zwischen egalitären Werten und negativen Emotionen gegenüber Frauen bezeichnet. Okay. Strange. Ich weiß es nicht genau, Mogli, ob das jetzt so detailliert ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es vielleicht so ausgeglichen hat. So. Darum habe ich eben vorher gefragt, weißt du? Weil viele Statistiken bestehen darauf, weil halt Frauen allgemein weniger arbeiten. Oder? Ja. Aber wenn sie Kinder haben oder einfach allgemein weniger arbeiten und nachher stimmt die Zahl ja auch nicht, dann logisch verdienen sie wenig. Genau. Oder sie schaffen dann halt, sie müssen dann eine Teilzeit schaffen im Vergleich zu den Männern. Genau. Und dann stimmt die Zahl überhaupt nicht und nachher hast du die Zahl, die nachher alle nutzen. Das haben wir ja auch da, zum Beispiel. Okay, aber ich denke jetzt mal, die Statistik geht davon aus, dass Männer und Frauen im gleichen Beruf arbeiten und beide zu 100%. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, ob das da steht. Denke ich jetzt mal, aber... Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich weiß es nicht genau. Oder da zum Beispiel, da ist Dings, Vollzeit- und Teilzeitbewerbstätigkeit von Müttern und Vätern mit jüngstem Kind im Alter von 0 bis 12 Jahren. Und da sieht man, also Vollzeit mit einem Kind von 0 bis 12 Jahren. Frauen arbeiten noch 14% von den Frauen arbeiten, wenn sie ein Kind haben, das zwischen 0 und 12 ist. Und Männer 82%. Also 82% von den Vätern, die ein Kind haben, das zwischen 0 und 12 sind, arbeiten zu 100% noch. Nein, 82% davon arbeiten noch 100%. So. Und Teilzeit sind es knapp 60% bei den Frauen und 11% bei den Männern. Ja, da kommt es, glaube ich, dann noch immer ganz darauf an, wie die Familiensituation aussieht. Ja, aber es ist meistens so, dass eher die Frau den Job aufgibt, also ja, von Schlusszeichen, also die 100% Stelle aufgibt, als ein Mann. Ja. Aus dem einen Grund wahrscheinlich, weil er sich auch irgendwie,
unter Umständen hat er einfach halt eine bessere Position. Und auf der anderen Seite ist einfach halt so ein bisschen auch, dass es der Mann dann nachher einfach eben, wie gesagt, wie vorhin gesagt, der Ernährer ist. Und darum schafft er 100%. Ja, und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, am Anfang, wenn ein Kind ja geboren wird, dann muss das ja auch gestillt werden, blöd gesagt, und das kann man halt nicht übernehmen. Ja, kommt drauf an. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Wenn man jetzt konsequent sagt, man stillt das Kind. Genau, möglich. Ja, genau. Wie Sunny sagt, weil er mehr verdient bei im Job. Meistens, ja. Es geht, Wenn ihr das Kind habt, wenn ihr es schauen oder dass es die Mutter schaut? Willst du das Kind schauen oder dein Boy? Oder Girl. Ja, stimmt. Wow. Ja, ich hätte eigentlich gesagt, gleichermaßen, blöd gesagt. Ja, das geht ja nicht. Ja, es kann aber nicht sein, dass ich den ganzen Tag mal daheim hocke und aufs Kind schaue und er kommt dann heim und ich mache einen auf Friede vor der Eierkuchen mit dem Menschen. Nein, ich meine, aber er geht arbeiten. Weißt du, wenn du jetzt ja aufs Kind schaust, er ist am Arbeiten, dann kommt er heim, dann kann er ja weiter schauen. Das ist etwas anderes. Ich sage einfach, er ist derjenige, der arbeitet nachher. Und du bist die Mutter. Fix. Ja, ich denke es jetzt mal, wie wird es rauskommen. Eben, gell? Welcome braucht es als erstes Mal die Mütter wegen stellen und sie auch wegen Mutterschaftsurlaub und er nicht, genau. Ja, jetzt könnten wir Männer tun, warum bekommen wir das nicht? Ja, ihr könnt sie beantragen. Ja, das ist aber, was sind das, 3 Wochen oder so? Ja, ich glaube 3 Wochen, ja, plus minus. Irgendwie sowas. Also wenn das Frau Mutterschaftsurlaub bekommt, ist sowieso normal. Also sollte bekommen, ist das sowieso gegeben. Aber in der Schweiz ist es vor allem zu wenig. Ja. Mit 3 Monaten. Also das bringt ja niemandem wirklich etwas. Ja, okay, ich kenne eine Mutter, die war in der Ausbildung, blöd gesagt. Und hat von ihrem Betrieb hat sie Kündigung bekommen. Also Betrieb hat Kündigung geschrieben, sie hat nur noch unterschreiben. Und hat eine Woche vor dem Mutterschaftsurlaub hat sie Kündigung unterschrieben. Das heisst, das Geschäft ist fein raus und ja. Jetzt hat sie keine Lehre und ja. Ist jetzt Mutter von einem Sohn. Ah, okay. Wehrpflicht, das denke ich. Ja, Wehrpflicht ist nachher nochmal ein anderes Ding. Hm? Ja, das kommt auch dazu, ja. Drave, ich sage so, ich würde schon gehen, aber ich glaube nicht, dass das Militär mich mit meiner sportlichen Kondition aufnimmt. Ey, die nehmen die grössten Käfer, ey. Ja, aber die mögen wahrscheinlich auch 3 Kilometer säckeln, was ich... Ja, weiß ich nicht so recht. Ich kann das bald nicht. Ja, möglich, ich kenne jemanden, die hat, wie gesagt, die Kündigung vom Lehrbetrieb bekommen, wo aber von ihrer Seite dann ausgekommen ist. Also der Betrieb hat es so geschrieben, dass von ihrer Seite ausgekommen ist. Und sie hat dann noch unterschrieben darunter und ja. Ja, und der ist wahrscheinlich noch jung und naiv gewesen und hat sie eben dummerweise unterschrieben. Genau. Ja. Und ja. Aber, und jetzt ist es halt bei ihnen so, dass der Freund schaut. Wir haben aber letztes Mal das Frauenstreik-Zeug angeschaut. Habt ihr gesehen, was sie alles gefordert haben und so? Warte schnell. Ich hatte das irgendwann noch gehabt, aber... So, irgendjemand hat es mir gestern geschickt, aber ich habe es verpasst. Mogli, es geht. Weil, wie gesagt, der Betrieb hat dir die Wahl gestellt, du kannst bleiben oder du kündigst. Sie hat, blöd gesagt, Kündigung hat sie nicht mehr so unterschrieben, dann wäre sie noch rechtlich gut gewesen. Aber wenn sie von sich aus kündigt, dann kann der Betrieb auch sagen, wenn es beidseitig ist. Sie hat gekündigt und dann ist gut. Ich habe das eben gesucht, Rocco. Ich hatte auch irgendwann einen Artikel gehabt, aber ich habe es nicht gefunden, was sie gefordert haben. Ich habe es aber gestern im Stream bekommen, ich glaube von der Joy, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es eben nicht mehr gefunden. Bei What's On oder Now? Warte, ich sage schnell. Ja. Weil, dann haben wir das ein bisschen zusammen angeschaut und ich persönlich habe die Hälfte einfach so unnötig gefunden, Mann. Also was jetzt ist, heute ist bei 20 Minuten jetzt gerade vorhin ein Artikel drin gewesen, was sie jetzt fordern. Also was Politiker jetzt fordern. Lohnbußen und so weiter. Hey, okay. Und hallo alle, die neu dazu sind im Chat. So, also schau, das ist das, was sie... Ich tue das schnell... Da. Oh, ich dachte, was...
Scheiß Adblock. Also nein, nicht Adblock. Scheiß. Das ist, muss ich entfernen. Also da. Die Grünen fordern nach dem Tag vom Streik in einer parlamentarischen Initiative, dass die politischen Parteien bei den Nationalratswahlen immer gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufstellen. Das fordern die Grünen. GLP, ja, keine Ahnung, was GLP ist. Ich weiß nicht, was GLP ist. Wie heißt die scheiß Newsseite da neu? Watson. Nachher. Ah, da, ich habe es gefunden. Okay, Oder? schick, ich muss schnell. Nein, warte. SP fordert Nein. 38 Wochen bezahlte Elternzeit. Das ist knapp ein Jahr. Oder? 38, was sind das? 4? Nein. Keine Ahnung. 52, ja. Irgendwie 3/4 Jahr plus minus. Statt 3 Monate. Edeka, was ist das da? Erziehungsdirektoren. Ein Kommentar von jemandem. Frauen sollen zuerst die Armee, bevor sie streiken. Ja, es gibt ja jetzt schon Frauen, die im Militär Ja. sind. Aber freiwillig. Nur aber- Wahrscheinlich geht es ja, aber- darum. Das ist Ja. noch wieder so die Rollenverteilung. Im Krieg, dann ist es eher der Mann, der in den Krieg zieht, wie eine Frau. Ah, Das Gleiche, du sagst auch nicht während dem Krieg, ja, der Mann ah muss da jetzt hat. und die Frau Ja, muss in den sorry. Krieg ziehen. Mal schauen, ob es das war. Ja. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Das ist so die Ja. Sache, gewesen, was eigentlich umgeht hier alles. Hast du dir im Discord geschickt. Ja. So. Da würden wir gerne eine Meinung von euch, Chat und so wissen. Hey, aber wie gesagt, ihr Später könnt haben wir dann nachher. ruhig Ja. reinkommen, mitdiskutieren. 14 Gründe, also ich tue es schnell. Join den Discord, wenn ihr mit reden. Ich kann nachher den Kanal kommen und so weiter und so fort. Genau, und da. Also 14 Gründe, warum die Frauen heute streiken. Politik. Das heißt, sie wollen mehr Politikerinnen wahrscheinlich. He? 20% im Stellen Genau. als 15%, genau. Wirtschaft. Frauen sind in allen relevanten Entscheidungsgremien untervertreten. Langsamer, ja. Der Lohn. Ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtigste Punkt. Nehmen wir jetzt mal Der Lohn ist wahrscheinlich wirklich das, was am meisten Lohn abgeht. und Rente Das ist wahrscheinlich. aber auch der Punkt, Ja. wo einfach niemand wirklich etwas kann sagen kann. Ja. Das ist eigentlich ändern. Ja, gemäß Lohnstrukturerhebung des Bundes verdienen Frauen im Durchschnitt 18,3% bzw. 1455 Franken weniger pro Monat. 56% davon können durch objektive Faktoren wie berufliche Stellung, Dienstjahre oder Ausbildungsniveau erklärt werden. Also das heißt, knapp über die Hälfte kann man rational erklären, wieso dass sie weniger verdienen. Ja. Aber Ja, okay, aber 44% kann man nicht erklären, wieso sie weniger verdienen. Das Was ist soll schon ich noch sagen fair. da? Okay, ich denke jetzt mal, da die 44% werden einfach im FAGI-Bereich liegen, weil als FAGI hörst du ja meistens, dass Frauen weniger Lohn haben wie die Männer. Ja, aber das ist berufliche Stellung wahrscheinlich oder Ausbildungsniveau, je nachdem. Also, Okay, aber das Ausbildungsniveau, das ist doch von Männern und Frauen gleich. Du kannst jetzt nicht sagen, dass eine Nein, Frau wenn die jetzt- Ausbildung, blöd gesagt, weniger gemacht hat, wenn du ausgelernte FAGI bist, wo, sagen wir jetzt mal, mit dem Arbeitskollegen, blöd gesagt, in die Lehre gegangen ist, dass du dann einen weniger gescheiten Bildungsstand hast, was den Beruf anbelangt, wie der andere. nein, das hat nicht mit dem zu tun. Es kann einfach sein, dass einfach halt eine oder eine, die eben Lastwagenfahrerin ist, jetzt sage ich jetzt mal, ohne Dings, weißt du doch nicht, das ohne Ausbildung Ja. und eine Lastwagenfahrerin mit Ausbildung. Die haben ja unterschiedliche Dings. Lohn im Normalfall. Ja, am Anfang. Ja, nein, also wenn Aber du, es du geht bist, auch nur um das ist ja die generell Lehre. so, wenn du nicht ausgebildet bist, dann bekommst du weniger Geld über. Das ist ja bei mir so, als ich im Hotel geschafft habe. Ich habe keine Hotelfachschule gemacht, nichts. Und ich habe auch den Grundlohn bekommen. Wenn ich Hotelfachschule gehabt hätte, dann hätte ich mehr Lohn bekommen. Das ist das Ausbildungsniveau. Das heisst nicht, dass jetzt Ja. der hat ein Mann oder eine Frau mit der Hotelfachschulausbildung mehr Geld bekommen. Das ist Ausbildungsniveau. Es geht nicht Ah. darum, dass sie in der Ausbildung anders sind, sondern dass du eine Ausbildung hast. Es geht mehr um das. Ja. Ja, okay, aber das ist bei den Männern genau gleich. Ja. Wie du selber gesagt Ja, ja, hast, da ja, ja. verdient auch ein Mann weniger wie eine Frau.
Aber da steht eben auch noch 44% des Lohnunterschieds bleiben aber trotzdem bestehen und enthalten eine potenzielle Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts. Also die kann man nicht erklären aufgrund von eben Stellung, Dienstjahr, Ausbildungsniveau und so weiter. Dass ein Mann, der irgendwie 50 ist oder irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre lang gearbeitet hat, mehr verdient als eine Frau, die erst gerade angefangen hat, ist auch normal. Wenn es die Ja, gleiche das ist Ausbildung klar. hat. Eben, das sind, die Unterschiede sind erklärbar, das sind 56%. Aber Ja. die restlichen 44% kannst du nicht erklären. Ja, Emily, komm doch nachher. Reden wir ein bisschen. Tiefere Renten. Das ist eigentlich auch relativ klar, beziehungsweise was es sollte bedeuten, dass Frauen weniger bekommen. Was haben wir noch? Teilzeitarbeit. 30,2% aller Frauen sind vollzeiterwerbend. Teilzeit arbeiten 59% der Frauen und 18% der Männer. Mit Führungsaufgaben kann Teilzeitarbeit offenbar nur schwer kombiniert werden. Von den Personen mit Führungsaufgaben arbeiteten 2014 nur 20%. Pink Tax. Die Pink Tax ist auch in der Schweiz Realität. Obwohl Frauen weniger verdienen, zahlen sie für gewisse Dinge wie den Coiffeurbesuch oder diverse Hygiene- und Beauty-Produkte deutlich mehr als Männer. Ja. Aber da muss ich jetzt den Ridi eigentlich recht geben. Ja, das ist noch nicht gelesen, warte schnell. Also, du kannst reden, ich lese es schnell. Ja, es ist wirklich so, die Männer gehen viel mehr und sagen, nein, das passt mir nicht oder das passt mir nicht oder da wollte ich etwas Höheres wie die Frauen. Okay, schade, wenn du das nicht kommst. Pink Tax, Bäuerinnen fordern soziale Absicherungen, häusliche Gewalt, das ist auch offensichtlich, dass Frauen mehr Opfer sind von häuslicher Gewalt. Unbezahlte Care-Arbeit, das ist eben das, was meine Freundin auch so ein bisschen dazugehört, also nicht unbezahlte, aber schlecht bezahlte. Noch immer liegt die Hauptverantwortung für Hausarbeit, Kinderbetreuung und Erziehung in den meisten Haushalten, das ist nicht das, bei den Frauen. Diese Arbeit wird nicht bezahlt. Das heißt, gratis Mutter sein, quasi. Ja. Sexuelle Gewalt, 13 fast die Hälfte der Frauen ab 16 in der Schweiz kennt andere Frauen, die ungewollt sexuelle Handlungen erleben mussten. 430.000 Frauen mussten in der Schweiz bereits Geschlechtsverkehr gegen ihren eigenen Willen erleben. Beschneidung. Okay. Und das ist überhaupt das Problem ist in der Schweiz. Dass es Leute gibt, die das gemacht haben und nachher, also die das erlebt haben und nachher in die Schweiz gekommen sind, kann ich mir vorstellen, aber das ist das Problem. Das ist der das sind auch- Hauptgrund. Was Das ist ist der aber auch, Hauptgrund? glaube ich, immer. Dass es eben meistens Leute schon hatten und nachher hier, Ja. dass sich als Problem herausstellt. Ja, aber das Problem ist, es bringt ja nichts, das da zu bekämpfen, quasi. Ja, und vor allem, ich denke, Nee. da nee. kann weniger Politik etwas dafür, sondern eher Vorfahren, blöd gesagt. Weil sie sagen ja, ich will jetzt, dass meine Tochter oder mein Sohn beschnitten wird. Ja, das Da kann muss die Politik jetzt nicht sagen, ja, nein, das geht nicht. das finde ich Frauen jetzt ein werden nicht mehr Das ist aber das beschnitten. Gleiche wie bei Gewalt. Das haben wir aber letztes Mal auch die Diskussion gehabt. Aber- Das sind Sachen, wo du kannst streiken, so viel du willst. Ja, aber es bringt nichts. bisschen... Ja, aber Passieren wird es weißt, gleich. bei sexueller Gewalt, das kann man mir noch vorstellen, das ist das Problem in der Schweiz. Ja, aber Ja. das ist so, weißt du, so, Aber es ist das Häusliche... Gleiche. Ja, aber weißt, es geht ja mehr darum, ums Zeichen setzen. Es geht nicht darum, dass du Ja. dann nachher eine Lösung ja, das, gerade auf sofort das ist nachher findest. rausgekommen. Aber Ja, wegen dem, es geht um das. Aber bei Beschneidung, das ist irgendetwas, was in irgendwie, weißt du, in Zentralafrika gemacht wird oder was auch immer. Du hilfst den Leuten nicht, wenn du da auf die Straße gehst. ja, aber so ist nachher die Diskussion nachher losgegangen, von wegen, ja, warum lassen wir denn die Leute da rein? Ja, Warum lassen wir so viele Ausländer da rein und so shit? Ja. Das sind immer die scheiß Ausländer. No joke, Leute, no report.
häusliche Gewalt ist einfach schade, weil es halt wirklich viele gibt, die das erleben und einfach nicht melden. Ja, aber auf der anderen Seite, das ist das, was der Enker schreibt. Es gibt auch häusliche Gewalt gegen Männer und das nimmt niemand ernst. Noch nicht gross ernst genommen. Ja, Das ist wiederum das andere, das habe ich auch schon gesehen, wo wirklich Männer das nicht mal getraut, weil es halt legit niemand ernst nimmt. Von wegen, du bist von einer Frau geschlagen worden, shut the fuck genau. up. Und das muss ja nicht immer Dings, also weißt du, körperliche Gewalt sein. Es kann psychische Gewalt Nein, sein. nein, ja, genau. Das ist schon nachher das andere. Medizinische Forderung, Sicherheitsstandards, religiöse Institutionen. Ja, okay. Ja. Das sind dann nachher so ein bisschen. Also, ja. Also, weißt du, die Pink Tax, das macht Sinn, Bäuerinnen. Also, jetzt rein von, was man von der Politik kann fordern, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also, ich würde jetzt sagen. Ich habe zum Beispiel auch nie überlegt. Ich meine, weißt du, wenn Frauen ihren Tag bekommen, weißt du, sie haben ja nichts dafür. Ja. Ist ja nicht so, als hätten sie es entschieden und jetzt nennen sie es günstiger. Da kannst du eben Geld machen mit dem. Ja, natürlich. Das ist genau wie WC-Papier zum Beispiel. Weißt du, das braucht jeder. Das ist es so. Ja, wir verbrauchen es jeden Tag. Die können theoretisch den Scheiß irgendwie auf 20 Stutz machen und wir würden es wahrscheinlich wieder immer noch kaufen. Ja, okay, nein, ich glaube, dann würde Gar mir... nicht mehr putzen. Nein, ja, 20 mit Wasser. Nein, aber Ja, nein, aber ich glaube, dann würde mir andere Alternativen Genau, verwenden, ja. die du auch so ja, im das ist klar. Haushalt Das brauchst. ist, ja. Aber du könntest es theoretisch mit einem Tampon, also weißt du, da könntest du ja Tampon und was ist Binde unter Umständen auch noch. Ich weiß es nicht, ich kenne mich halt nicht so aus mit dem Zeug. Kannst du nicht irgendeine Alternative benutzen? Doch. Ein Pfropf oder so? Nein, aber es gibt Alternativen. Anders Genau, ja. Ja, eben. Also was ist da? Also, was für mich Sinn macht, ist rein so vom Dings, also vom Logischen her, also das wegen Politik macht Sinn, Wirtschaft auf jeden Fall, Lohn auch, tiefere Rente, Teilzeitarbeit, Pink Tax, Bäuerinnen sind nicht mehr, ja genau, das war häusliche Gewalt. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ja. Häusliche Gewalt ist einfach halt, es ist, weißt du, du kannst auch nicht viel machen, als Politiker, sage ich jetzt mal. Aber dass man dagegen irgendwie sich wehrt, das ist ja klar, das ist auch gut. Unbezahlte Care-Arbeit auf jeden Fall. Sexuelle Gewalt ist genau gleich. Beschneidung ist einfach halt so eine Sache. Die mit der Forschung speziell, weil hinkt in vielen Punkten hinterher. Ja, genau. Das macht Sinn. Sicherheitsstandards macht Sinn. Religiöse Institutionen ist einfach halt, dass man. Ja. Wow. Genau. Stimmt, Mann. Stimmt, ey. Gut. Nice, man, eigentlich. Gut. Die haben wahrscheinlich auch länger. Seit den neuen. Dann kannst du aber nachher nichts kaufen mit dem Geld. Dann kriegst du es einfach weg. Du kannst auch Deo drauf Sicher kannst du spritzen. brauchen, schnell. Ja, putzen, Deo drauf spritzen und davon. Du tust es in Plastik, du tust es einschweißen, laminieren. Startest du vor dem Land. Aber warte, ich habe noch ein bisschen Scheiße Geld hier. Hey, es gibt ja immer Mediaautomaten, wo du dann einfach das Bargeld kannst rein tun. Wo du alle deine Produkte scannst und nachher kannst du das Geld rein tun. Mit dem easy going. Gell, ein Selektor, gell? Genau. Am besten nebendran noch ein WC. Naja. Also schnell schießen, nachher aus dem Selektor etwas rauslassen. Gut, also. Gibt es da irgendjemand noch, der etwas dazu sagen? Im Publikum? Oder willst du schnell reinkommen, schnell reinjoinen? Ah, shit. Was machst du, Rocke? Ich mute mich wieder. Okay. Falls nicht, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Und zwar, jetzt wollte ich dich schnell fragen. Persönlich. Und zwar, ich meine, du musst natürlich keine Details, also beziehungsweise auch, wenn es mit dem Beruf zu tun hat, ist es nachher sowieso immer ein bisschen heikel und so. Du hast ja also halbwegs jetzt noch ein bisschen angeschnitten, wegen, dass du gefragt worden bist, ob du lesbisch bist oder was auch immer, wie jetzt der Beruf. Aber wie erlebst du Sexismus im Alltag? Oder was ist so das, was Oder du in der Gaming-Szene. Ja, das kommt dann noch. Mann, du siehst halt deine Schnarre. Halt. Rocca, verpiss dich, hey. In der Gaming-Szene. Weißt du, du versaust mir einfach die Pointe. Kann jemand den Rocca bannen?
schade bin ich auf seinem Kanal. Genau, fest. Eben, ja, in deinem also sagen wir es so, wie häufig erlebst du das? Was sind so deine Erfahrungen, die du allgemein gemacht hast und was vielleicht noch wäre, vielleicht was so das Deftigste war, was je zu hören bekommen hast? Ja, das Schlimmste, was ich gefunden habe, ist, dass mir auf einer Baustelle mal nachgepfiffen worden ist. Mhm. Von so komischen Baustellenmitarbeitern. Aber sonst, je nachdem, wo du halt bist, blöd gesagt, nehmen sie es gut auf oder schlecht auf. Oder wenn ich auch schon gehört habe, ja, du bist eh zu schwach für das, lass mich machen. Mhm. Und schlussendlich kann ich es dann gleich dürfen machen. Weil ich einfach gesehen habe, dass eigentlich gar kein Unterschied ist. Aber ja. Bei mir im Beruf merkst du es halt sehr, es kommt aufs Alter der Leute drauf an. Mhm. Wie sage ich jetzt mal, die eingesessenen Chauffeure, die jetzt sicher schon 20 Jahre auf dem Beruf sind, die sehen das weniger gern, aber die halt eher neu sind, jünger, die freuen sich eigentlich immer über so Sachen. Okay. Und eben, vor allem jetzt wahrscheinlich am Anfang von deiner Lehre, wo dort, Ja. dort wird es wahrscheinlich schon ziemlich Reaktionen gegeben haben, nicht? Ja, ich habe auch schon mit einem Chauffeur Krise gehabt, wo ich neu dazugekommen bin. Dann ist noch eine andere Mitarbeiterin im Transport. Und mit uns beiden hat es irgendwie nicht wirklich gut gehabt. Mhm. Und dann hat es auch immer wieder Stress gegeben beim Chef oben. Und wir mussten go Sitzungen machen wegen dem. Und es riesen Tamtam drum. Und mittlerweile geht es eigentlich mit dem Chauffeur auch gut. Okay. Ja, und sonst eben Dings, weiß auch nicht, Ausgang und sonst im Privatleben. Da habe ich eigentlich weniger Probleme. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin eh noch ein Typ. Ich motze nicht so viel um. Ich hasse lange Diskussionen, wenn es um gewisse Themen geht. Ich will am liebsten einfach meine Ruhe haben und ja. Okay. Da kommt es halt auch immer ganz drauf an, mit wem dass du aufgewachsen bist, sage ich mal. Mhm. Hast du Geschwister? Ja, Was? Brüder. Bruder. Okay, ja, das verstehe ich. Ja eben, und ich bin auch nur mit Typen aufgewachsen. Und Älter dann, oder ja, jünger? Älter. Okay, ja gut, da hast du immer runter durch müssen. Ja. Was haltest du von dem, was Zani vorhin geschrieben hat? Sorry. Welches? Das Problem fängt in der Erziehung an, wie die Kinder automatisch in Rolle gedrängt werden. Ein Bub lernt sich durchzusetzen, wehren, stark sein, nicht brüllen. Das Mädchen hilft im Haushalt, sieht hübsch aus, darf Gefühle zeigen und so weiter. Ich meine, du bist ja jetzt so quasi ein Gegenbeispiel, sage ich jetzt mal, jetzt mit dem, was du erzählt hast. Ja, aber es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie du erzogen wirst. Weil ich bin auch nicht so ein Mensch, ich bin eher so in die Bubenrolle geschlüpft. Okay. Ich habe nie gebrüllt oder... Und alles, was ich geschrieben habe eigentlich, ich habe mich immer gewehrt. Ich bin meistens stark gewesen. Durchgesetzt habe ich mich auch meistens, aber das, wie gesagt, es kommt wahrscheinlich darauf an, mit wem das du aufwachst. Weil wenn Mädchen nur mit Mädchen aufwachsen, blöd gesagt, dann ist klar, dass halt alle das Gleiche machen. Aber wenn ein Mädchen mit einem Bub aufwachst, dann schlüpfst du eh noch in die Bubenrolle. Mhm. Mhm. Hast du mit Barbies gespielt? Oder mit Puppen? Nein. Nicht? Sobald ich eine geschenkt bekommen habe, ist der Kopf weg gewesen. Ich habe dort eh noch mit Lego gespielt, Hot Wheels und was dort nicht alles gegeben hat. Können wir bitte das Thema Grillfest während dem Podcast Einfach Silo. Silo, ja. Vor allem der Ende ist... Kommen wir richtig auf den Sack. Ich sehe auf Trigger-Modus. Ja. Ich habe mit Barbies gespielt. Der Rock hat mit Barbies gespielt. Ja, das haben wir auch gedacht. So, wow, wieso immer ich? Du hast damit angefangen. Was, wieso immer du? Ja, das sowieso, ja. Dass du gelb bist. Hey, ich muss ganz kurz auf die Toilette. Mhm. Du kannst ja noch ein bisschen
etwas erzählen? Ja, Nein, erzähl Dings über deine Erlebnisse, das, was der Rocky vorhin gesagt hat, in der Gaming-Szene. Du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung gemacht, du kennst ja. uns, also okay, wir kennen uns jetzt halt besser, wir machen halt immer wieder ein bisschen dumme Sprüche und so, das ist auch unter Kollegen, Ja, sage ich jetzt mal, relativ normal, ja. das hat auch nichts mit dem zu tun. Aber allgemein halt, wenn du online spielst oder wenn du sonst irgendetwas Neues oder wenn du jetzt irgendwie jemanden killst, einen Bub killst und was er dann nachher, wenn er nachher mitbekommt, dass es ein Mädchen ist und so, erzähl mal so ein bisschen das. Ich komme gerade wieder. Ja, bei dem Thema, wenn ich einen Bub kill online und ich mit meinem Ingame-Namen SwissGirl 1921 unterwegs bin, dann kommt meistens, ich bin Hacker. Weil, ja. Oder was auch schon war, ist, dass ich immer angeschrieben wird, wo ich den Namen noch hatte, auf Steam. Vor allem bei Rocket League. Rocket League war echt schlimm zu dieser Zeit. Und was ich auch noch hatte, war Black Ops 2 Zeiten auf der PS3. Du wirst White Knighted. Oh. Ja, dass ich zuerst in den Clan reingekommen bin. Ja, fest, ich hacke immer. Muss ich. Sonst bin ich schlecht. Ich bin weiblich. Jetzt kann ich sagen, du bist ja eine Frau. Muss ja. Eben. Nein, dass ich Black Ops 2 Zeiten bin ich in einen Clan reingekommen. Dann haben alle zuerst gedacht, ich wäre ein Typ. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin voll weiblich. 2 Tage später bin ich dann rausgeschmissen worden. Das war auch das Beste gewesen. Schlussendlich habe ich glaube ich, eine Woche danach habe ich Clan War genau den Clan gehabt, im Neuen. Und ja, wir haben sie einfach mal zu Grund und Boden zerstört. Aber gut. Es gibt gute Frauen Gamer. Nicht viel, Ja. aber die geht's. Ja, es kommt halt immer ganz darauf an, wie lange das schon ein Spiel gamest. Wie wenn du über 1000 Stunden Black Ops 2 gespielt hast. Aber im Game ist es so normal. Ich sehe es bei jeder, hey, kaum ist eine rum, die wird sie entweder abgemacht. Ja. Oder eben legit White Knighted, das ist nicht nice. Okay, aber was mir Frauen, also was mir bis jetzt aufgefallen ist, was mir Frauen extreme Gewisse nutzen das aber auch aus. He? Eben. Da wollte ich jetzt gerade ansprechen. Mir kommen so viele Sachen geschenkt über. Ich habe knapp 100 Spiele auf meiner Steam-Bibliothek und 50 von diesen Spielen habe ich nicht mal selber gezahlt. Eben. Du kommst zum Teil einfach Sachen geschenkt über, obwohl du das gar nicht willst. Von einfach irgendwelchen random Dudes, die du einfach in der Steam-Freundschaftsliste hast, weil sie denken, du spielst mit denen. Wahrscheinlich, aber genau, weißt du, zum ein bisschen guten Eindruck machen und so, hey, Genau. ich schenke dir das Game. Und So, nachher, ich habe Geld und ja. Und vielleicht kann ich sie sogar durchsnacken, dann ist gut, oder? Ja, das war das Gleiche gewesen bei mir bei Overwatch. Hat mir einen Overwatch-Key geschenkt, dort ist es frisch rausgekommen. Und er hat dann so gemeint, ja, wenn du willst, können wir mal zusammen spielen. Und seit dem Tag, wo ich eigentlich den Key bekommen habe, habe ich keinen Kontakt mehr zu den Menschen. Ja. Wir haben Dings, wo ich und der Rock angefangen haben, das ist jetzt vor 2 Jahren, oder? Haben wir angefangen zu streamen. Plus minus. 2,5, ja. Das ist, wie hat sie geheißen? Crystal. Die Caro. Caro, ja, das war glaube ich so die erste weibliche Zuschauerin, die wir hatten. Und dann kurz später ist eben Joya eigentlich die erste, also die Schweizerin dann nachher gewesen. Caro ist von Deutschland. Und dann haben wir den Joya auch damals gesagt, ja, du doch streamen. Und sie so, ja, nein, und dann so. Ich meine, als Frau hast du viel einfachere Chancen zum Streamen, also Erfolg haben im Streamen als Männer. Es kommt ganz darauf an, wie du sie aufbaust. Im Stream finde ich es schon einfacher, obwohl Ja. alle immer diskutieren, dass es nicht so ist. Ja, nein, es kommt Ich ganz habe es schon drauf an, so oft erlebt. Ja, aber es geht nicht um die Titelstreamer und weiss nicht was. Nein, aber auch wenn du... Von dem müssen wir gar nicht davon reden, das ist nicht Ja, Nein, aber wie zum Beispiel, wenn du jetzt noch eine männliche Stimme hast, blöd gesagt, ein bisschen tiefer. Das und ist kein scheißegal. Thema Nein, das hast. ist scheißegal. Nein, und kein Thema Nein, hast. das ist scheißegal. Weil nachher Da heisst es denke ich meistens, nicht, du bin bist ich ein Typ. 11-jähriger Typ. Ja, eben. Ja, aber ja, das kann schon sein. Aber weißt du, wenn du kannst ja bei Twitch-Team unten dran bei der Beschreibung und so kannst du sagen, ich bin eine Frau, bla bla bla, das und so, alt und so viel und weiss nicht Ja, was. okay, aber die meisten... Alle Anti-Sackschweiß. die meisten Okay. lesen das nicht oder nehmen es nicht ernst. Ja, aber trotzdem, weißt du, also es ist so ein bisschen schon fast, ich sag, ja, positiver Sexismus kann man dem wahrscheinlich nicht sagen, aber einfach so halt, Nein. es ist einfach halt, wenn du eine Frau bist, hast du es einfacher im Stream, in der Streaming-Szene, würde ich jetzt mal sagen.
Ich habe es aber letztes Mal, ich weiß nicht mehr, mit wem ich darüber geredet habe. Es ist irgendwo durch auch fast schon verständlich, weil sehr viele, die gamen, und das ist jetzt wahrscheinlich auch etwas, ich jetzt muss aufpassen, was ich sage, aber es sind halt viele eher ruhiger, eher zurückhaltender, die wahrscheinlich in IRL das niemals würden getrauen. Frauen oder Was Männer? ihnen nachher Nein. Männer. Aha. Was sie sich nicht würden getrauen, was ihnen nachher einfacher fällt, wenn sie ein Gamer-Girl sehen, wo sie etwas das Gleiche haben, das gleiche Hobby und alles, was ihnen einfacher fällt, auch ihnen zu schreiben. Ja, kann gut sein. Und vor allem Oder- im Internet bist du bist du Du bist anonym. anonym, genau. Erstens, genau, das kommt auch noch dazu. Und das fällt ihnen einfach und denken sich, hey, probieren wir es doch einfach. Und viele dann, gewisse Leute, White Knight, ohne dass ich checken. Genau. Mhm. Und dann ist halt der Streamerin halt nett, oder? Logisch, hey, whatever, danke für Muss die ja. XY, oder? Ja, muss ist es anders. Ja, aber du sollst- bist meistens. Ja, ja, genau. Und nachher fühlen sie sich halt gut damit und zack, boom. Und nachher beginnt es. Nein, Ridi, du machst doch Boob-Streams, oder nicht? Ja, Marie ist das beste Beispiel. Oder? Ich meine, komm, geht sie live, schaltet sie ihre Bot an, oder? Genau. Easy Und peasy. schaltet ihre Boobs ein. Schaltet ihre Boobs ein und die Sache ist erledigt. Genau. Hey, ja. Easy money. Eben, sagen sie ja. Weißt du noch, Ridi, dass du jetzt hier schreibst, aber nicht da zum Podcast kommst? Das nehmen wir dir jetzt übel übrigens. Wenigstens. Okay, nein. Aber es gibt trotzdem Damen, die das super machen, die das easy regeln, die damit klar gehen, also klar kommen, weil Ich finde es aber du einfach, kannst es so heftig ausnutzen, Mann. ich find's einfach schade, ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich finde es einfach schade, dass Frauen nur für das dann nachher sich so zum Objekt machen. Genau. Das ist so Camgirl, a Light Version. Genau, das haben Ja. wir auch schon oft geredet. Das ist einfach halt, und vor allem, weißt du, wenn irgendwie, weiß ich nicht, $100 donate ist, dann gibt es irgendwie Skype-Call und weiß nicht was. Private und, Snapchat, Boys. oder genau, Snapchat und weiß Ja. nicht was. Also weißt du, das ist Ja, wirklich, aber ich glaube, mit der Joya haben, oder mit dir haben wir das, glaube ich, schon mal besprochen, Rahel, dass es dann nachher eben wirklich so Hurerei ist eigentlich schlussendlich, also Prostitution. Ja, aber da sage ich, ist dann auch die Frau selber schuld, wenn sie es anbietet, blöd gesagt. Genau. Weil du musst nicht immer sagen, ja, für 100 Euro, blöd gesagt, oder 100 Stutz gebe ich da meinen Private Snapchat. Da geht ja dann auch von der Frau aus. Ja, Kennst du aber von meinen sie Dickpics? tut ja, sie verkauft sich wieder nachher halt. Ja, aber das will sie ja dann damit auch erreichen. Ja, Sie- aber eben, das ist schon das, Eben. sie prostituiert sich eigentlich, auf eine Auf eine Light Light Version. Version, genau. Genau. Ja. Ja, weil es ist ja immer noch ein Gamer und nicht ein Camgirl, oder? Gamerin, ja. 90% ist ein Bild von ihr und 10% ist Game-Content. Ja, ist ja so. Weil es ist halt immer einfacher, das zu sagen, anstatt ja, ich häng's für den Cam und mache Cash. Ja, ich mache ASMR und irgendwie, weiß doch nicht, nur Hotpants und Bikini-Top an und weiß nicht was. Da musst du gar keine Dings machen. Gameplay zeigen. Ja. Bei mir geht's endlich, ich weiß nicht, was das Problem ist. Dickpics sind sehr beliebt. Also Leute, ich kann es bestätigen, dass bloß nicht ja. Sehr nett. Okay. Kann bitte irgendjemand den Ende beenden? Das ist ein Living Troll. Sag nicht. Warum? Oder irgendjemand noch dazu etwas sagen? Nein, Ridi, komm doch schnell rein. Du kannst wahrscheinlich auch etwas dazu erzählen. Vor allem du spielst ja... sich wahrscheinlich nicht. Vor allem, du tust ja sehr oft auch noch PUBG spielen, also eigentlich nur fast. Ne? Das ist eigentlich nur Männer. Denkst du? Ja, auf die Was hat das mit PUBG zu tun? Ja, weil es halt hauptsächlich Männer sind, darum. Die spielen. Das ist jetzt sexistisch gewesen. Ja, okay, aber da kannst du von jedem Game sagen. Es gibt Ja, ich stimmt. glaube, Ja, in jedem warte, Game Stimmt so. Sie hat sehr eine viele Mutter- Frauen. Sie ist da. Nein, Ridi. Hey, nein, Ridi. Schon Bubs. Oh, ich muss zuerst mal schnell das Stream muten, Moment. Das höre ich mich noch selber. Und ich habe dir geschickt nach Rudel, hä? Nein, hast du nicht? Doch, Sorry, ich weiss nicht, wem du das geschickt Spam-Ordner hast, gelandet. Ah, Musst schauen. Mann, halt deine Schnorre rocken. So. Nein, Ridi muss Filmshit lachen, das passt nicht. Wow, ND. Man, soll jetzt da bleiben oder im Stream hören? Du musst ja nicht die ganze Zeit da irgendwelche Scheiß auf rauslassen.
Dickpics schicken. Wenn sie behauptet, ich schicke sie nicht, das ist eine Lüge. Ja, dann mach das privat, aber nicht da innen. Scheiße. So, nein, Ridi. Hat jetzt der Rocca Dickpics geschickt? Ich darf leider nicht dazu sagen. So, eben. Gaming-Szene, Frau, Männerdomäne, was auch immer. Was meinst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ja, was du so erlebt hast. Eben mit Männern oder was auch immer, mit Buben. Was ist das schlimm? Self-Verdiener White Knight. Genau. Nein, ich habe bis jetzt eigentlich nicht, tatsächlich nicht sehr viel Sendung erlebt. Nein. Aber wie auch. Also, ich spiele ja auch nie mit fremden Leuten. Und, Ja, okay, am Anfang sind ja eigentlich deine Leute immer fremd. Wie ich sage jetzt mal, der Ende kennst du schon Ich nicht. wollte sagen, ja. Oder der Rock oder der Head. Die sind ja auch mal irgendwann fremd gewesen. ja, aber dann habe ich die im Stream kennengelernt. Der ist schon bei mir mit Trollen, oder? Ja. Und dann hat man irgendwann mal zusammen gespielt. Ja, Und dann, bei diesen Leuten ist es ja auch gleich. Wenn's, also weißt, natürlich haben wir dort auch so Sprüche. Aber das ist ja gleich. Und die gebe ich ja auch um, die Sprüche. Ja. Ah ja, Oder? stimmt. Was Nein, meinst du? nein, Ridi hat den Geburtstag heute. Oh, jetzt hör es auf mit dem Geburtstag. Ja. Weil sie alt ist. Okay. Nicht, weil sie eine Frau ist. Eine alte Frau, ja. Aber warum machst du denn immer Bubi-Streams? Kannst du uns das erklären? Tschüss, Rocca, jetzt läuft. Ich laufe langsam. Oh Gott. Kann jemand den Rocca bannen? Oh Gott. Gut, danke für den Glückwunsch. Ich habe nicht Geburtstag. Nicht schon wieder, bitte. Sie hat alle Wochenende Geburtstag. Alle 2 Wochen hat sie Geburtstag. Oh Gott. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, ich will schon sagen, dass ich schon glaube, dass es Frauen wahrscheinlich einfacher haben. Beim Streamen? Mhm. Mhm. Ja. Aber das haben wir auch, ich glaube... Und ich denke, ich streame sehr oft ohne Cam und es sind immer gleich relativ viele Leute da. Weißt du? Und ich denke manchmal wirklich, es gibt so viele Leute, die sich so viel mehr Mühe geben, um den Stream zu gestalten und spezielle Sachen machen. Und es ist so, ich habe dann schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich denke so, ja, keine Ahnung. Ja, aber eben, man kommt eigentlich nicht drauf an, Hauptsache du bietest Content eigentlich. Ja. Egal ob Mann oder Frau. Und ich meine, du bist jetzt eine, wie lange hast du gestern gestreamt? 20 Stunden oder so? 9 Stunden Ja, sind es gestern. also weißt du, du bietest auch ein bisschen etwas. Also, du gamest und du spielst auch mit den Leuten, die da reinkommen und weiss nicht was. Ich hätte wahrscheinlich gestern auch mitspielen, oder nicht? Sicher? Eben. Also weißt du, das ist auch das. Es kommt jetzt nicht nur darauf an, dass du einfach halt nur irgendwie eine Frau bist und darum sind da irgendwie, weiß ich nicht, was sind es, 15, 20 Zuschauer. Ja, okay, dass sie 9 Stunden Sandhock spielt, ist schon scheiße, aber... ja. Ja, und sonst, was hast du so erlebt, also was so im Alltag so Sexismus, was das angeht? Das Schlimmste zum Beispiel, was Rahel eben schon ein bisschen erzählt hat. Das ist noch schwierig. Weißt, ich arbeite in einem absoluten Frauenberuf. So what? Also, ich arbeite nur um Frauen herum und ich bin den ganzen Tag und es ist irgendwie so völlig... Ja, es muss ja nicht von im Beruf sein. Es kann ja auch sonst irgendwie... Keine Ahnung. Kollegenkreis, Freundenkreis, was auch immer. Verwandtenkreis. Eigentlich eben wirklich nichts. Also wirklich, es ist so... Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen meine Einstellung. Also ich nehme auch nicht alles sehr ernst, was man mir sagt oder an den Kopf rührt. Und darum... Ich könnte es da nicht mal mehr sagen. Okay. Weil ich gebe dann irgendwie um und dann ist es für mich gegessen. Du bist so langweilig, Ridi, du kannst wieder gehen. Ja, ich weiss, ich bin total langweilig. Eigentlich bist du froh gewesen, dass ich nicht da bin. Ja, offensichtlich, hey. Du bist wahrscheinlich 3-mal so alt wie Rahel und hast weniger zu erzählen als sie. Ja, also 3-mal so alt jetzt vielleicht schon nicht gerade. Okay, aber ich kann mir auch vorstellen, dass in meiner Generation, blöd gesagt, das auch mehr ein Thema ist wie früher noch. Absolut, es wird ja auch immer mehr ein Thema. Eben.
Und das deswegen ist... kann ich wahrscheinlich auch mehr erzählen, wie die Rede. Ja. Naja, also. Ja, und ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen weiterspannen. Ja, mach. Generell finde ich auch schon gut, dass Frauen sich jetzt und so, aber ich finde, es ist zum Teil einfach auch sehr, sehr extrem. Ja. Also gerade wenn du sagst, du gehst in den Ausgang und es langt jetzt für einen Arsch, mein Gott, zu unserer Zeit ist das einfach mal so gewesen. Und im schlimmsten Fall, hast du mal eins gehauen. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so ein Aufschrei gewesen, wie es heute wegen allem gibt. Ja, aber Das nur ist weil so. etwas früher nicht so schlimm war, heisst es ja nicht, dass es jetzt nicht schlimm sein darf. Nein, aber ich glaube, es Früher gibt hat man wirklich gern- Sachen, die früher- sehr schlimm sind, Ja, wo ja. Frauen wirklich sehr Schlimmes erleben. Und dann gibt es Sachen, die eigentlich halt wie, vielleicht nicht ganz so schlimm sind, aber sie werden wie immer mehr gleichgestellt mit den schlimmen Sachen. Und das relativiert die schlimmen Sachen für mich. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn dann eine Wenn auf Statistik einmal kommt alles und schlimm- jedes, eben, Antatschen im Club, was sicher nicht okay ist, und wenn das immer gerade schon als sexuelle Belästigung Ja, aber auch in die Statistik aber genommen wird, weißt du, was ich meine? Es ist Dann ja aber hast du sexuelle Belästigung. Aber nein, es ist ja, Ja, auch natürlich, aber- sexuelle Belästigung. Du kannst ja jemanden für das anzeigen. Genau, aber umgekehrt. Ich meine, Frauen gehen auch in den Club, begrapschen die Männer und das finden alle toll. Ja, weil es die Männer Und das toll ist mit- finden. Ja, Aber das weißt du, ist was ich meine? aus der Männersicht gesehen. Ja, aber nicht nur das. Also wenn jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Mann betatscht wird und er findet es nicht gut. Also Ja, okay, aber mir braucht ziemlich viel Fantasie für das, aber Ja, nein, du nein, aber, aber- ja nein, nicht, nein, weil es eine aber- Freundin steht nebendran, oder? ja, der findet es einfach nicht gut, weil die Freundin nebenan steht. Nicht, weil es ihm sonst nicht gefällt. Nein. Nein, auf was ich eigentlich raus will, ist das, wenn der zur Security geht und sagt, hey, die hat mich betatscht dort, wie reagiert der? Security Ja, bestimmt, die lacht dann noch. Genau. Keine Ahnung, Das ist oder? eben Es das, wird was auch man- nicht, das ist wie mit der Gewalt auch. Genau, Weißt du, was ich genau. meine? Das ist genau der gleiche Punkt. Das ist eben auch das Problem. Das ist ja so quasi fast ein bisschen Sexismus gegen Männer. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Beziehungsweise anscheinend gibt es das nicht nach einem Artikel, wo ich dann nachher dazu auch noch komme. Ich bin auch schon belästigt worden. Okay. Ja, Okay, ich sage nicht, dass es nicht passiert. Es geht nicht um das. Natürlich. Ich sage nicht, dass es nicht passiert, aber es geht darum, dass es einfach als Mann wirst du nicht ernst genommen, wenn so etwas passiert. Genau. Ja, eben, Jane. Es ist ja andersrum eben genau das Gleiche. Genau. Mhm. Genau, es geht genau um das. Es geht nicht, wahrscheinlich werden auch etwa mehr oder weniger gleich viele Männer betatscht im Club wie Frauen. Nein, wahrscheinlich ja. nicht gleich viel, aber werden auch Ja. viele betatscht. Aber Ja. eben, wenn sie dann nachher eben zu jemandem würde gehen, irgendein Paar würde gehen und sagen, hey, sie hat das und das gemacht, dann denken sie, ja, genau, gehen wir auf die Straße demonstrieren für das. Okay, aber wie viele Männer würden dort mitkommen an die Demo, wie es sie stört und nicht, wie sie es geil findet? Keine Ahnung. Weil die wenigsten würden dann wahrscheinlich mitkommen. Behaupte ich jetzt einmal. Ja, meinst du? Dave, das ist genau richtig. Aber wenn das mal... Es ist eben auch bei vielen Sachen andersrum, nicht Genau, gleichberechtigt, genau, oder? genau, Ja. genau. Genau, da könnten wir eigentlich gerade zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, es gibt einen Artikel auf Spiegel Online. Weiße und Männer können alles haben, aber das nicht. Und mit das ist gemeint, wo ist es gesehen? Da. Rassismus und Sexismus können Weiße und Männer nicht haben. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und keinen Sexismus gegen Männer. Das heißt nicht, dass es prinzipiell nicht gibt. Es kann sie nur in dieser Welt nicht geben. Was haltet ihr davon? Dass es kein Sexismus gegen Männer Da mit gibt. dem Rassismus stimmt, würde ich jetzt mal behaupten. Das Rassismus gegen weiße Männer gibt es nicht. Ja. Ja, aber wenn die Schwarzen. Dumm gesagt, was wenn die Dunkelhäutigen viel sagen? Ja, du bist weiß, du bist scheiße. Ja, und? Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie auf Nigeria gehe und einen Job suche und den Job nicht bekomme, weil ich weiß bin, ist das ein Rassismus gegen Weiße? Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dort unten den Job. Das ist scheißegal, es geht nicht um das. Es geht ums Prinzip. Und Sexismus gegen Männer gibt es auch nicht. Was denkst du? Das gibt's sicher.
der Grund, wieso sie das schreiben, dass es Rassismus und Sexismus nicht gibt gegenüber Weiße und Männer, heisst, weil es die Machtstrukturen das gar nicht zulassen. Das heisst, Weiße sind mächtiger, in Anführungszeichen, gegenüber nicht-Weiße und Männer sind mächtiger gegenüber Frauen. Also nicht Das sie ist halt sind, so das sondern Sinnbild von der... Genau, also das als prinzipiell. Sinnbild. Ja. Und darum gibt es keinen Sexismus gegen Männer und auch keinen Rassismus gegen Weiße. Straight Parade. Was meinst du denn, Heidi? Wahrscheinlich hat es schon etwas, aber ich glaube eben, gerade Sexismus ist schon wieder so etwas, das wird sicher auch gegen Männer geben. Ja, wieso Aber auch dort stimmt ist es wahrscheinlich einfach wieder so, dass man es auch nicht darüber redet und dass man es nicht... Ja, weiß auch nicht. Es hat in Australien vor 2 Jahren sorry, einen Kaffee aufgemacht. Wo für Männer, wenn Männer dort sind, etwas trinken, hat man 18% Steuern drauf da. Okay. Vegan Coffee, was da gesehen? Das ist ja Englisch. Independent ist ein Artikel auf Independent. Vegan Coffee in Australia that charged male customers 18% more than women is closing down. Das heißt, sie haben, wenn ein Mann ist oder konsumieren, haben sie 18% mehr Steuern drauf da. Und mittlerweile ist es bankrott. Komischerweise. Also würdet ihr das als Sexismus bezeichnen oder nicht gegenüber Männern? Ja. Heidi? Ich bin gerade den Chat am Lesen gewesen. Sorry, ich habe gerade nicht zugelassen. Treff, ich habe jetzt beziehungsweise davon ausgegangen, es geht um da bei uns. Und da glaube ich, Nein, allgemein. Rassismus gegen Weiße. Aha, ja, dann gibt es Allgemein. sicher Rassismus auch gegen Weiße. Ja, es ist, Also, im Artikel ja. steht eben halt, weißt du, weil der weiße Mann oder der Weiss, der Ja, Unterdrücker aber- ist, kann es nicht ein Rassismus sein, sondern einfach eine Auflehnung gegen den Unterdrücker. Und bei den Männern... das- da wieder Rassi- geschichtlich. Ja, das ist alles geschichtlich. Aber auch, und eben beim Sexismus gegen den Mann genau gleich. Der Mann ist der Unterdrücker von der Frau gewesen. Das ist, und umgekehrt geht es dann nicht, weil du wehrst dich quasi gegen den Unterdrücker und das ist kein Rassismus bzw. kein Sexismus. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber genau das Gleiche, oder? Ja. Man sagt dann vielleicht, ja, du wärst ja, aber wenn du genau das Gleiche machst, ist es doch eigentlich das Gleiche. Wenn es der andere macht. Also gibt es in beide Formen immer. Eben, das ist die Frage. Also ich finde jetzt zum Beispiel eben da den Kaffee, den sie aufgemacht haben, wo auf Männer 18% Steuern drauf gegeben hat bei jeder Konsumation. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein Sexismus ist oder ob das jetzt einfach ein, was ich sagen, Männerhass. Das heißt ja nicht, dass es Sexismus ist. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Ja, ich hätte es dann schon auch in Sexismus rein da. Wenn es ein Männerhass wäre. Oder allgemein. Ja. Weil gleich Frauenhass zählt ja auch als Sexismus. Ja, aber eben in den neuen Dings, weißt du, Ja, aber wer hat das gemacht? Ein Restaurant, oder was? Ja, das ist ein Restaurant. Ja, aber das ist ja Ausnahme. deren ihre Entscheidung, dem seine Entscheidung. Das ist vielleicht auch einfach persönlich, dass die das leitet. Ja, es geht Weiss ich nicht nicht. darum. Männer hasst, keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja nicht so, das kannst du ja wieder auch nicht verallgemeinern, oder? Also, Das ist ein das ist ja jetzt jemand, oder? Neosexismus, eben im Wiki-Artikel, Neosexismus ist, wenn es nur gegen Frauen geht. Aber dann wäre es ja Neosexismus gegen Männer. Das gibt's nicht. Neosexismus ist, wenn es gegen Frauen geht. Okay. Gang in die Staaten oder sonst in irgendwo in ein Land, Afrikanerland. Okay. Wow. Es ist rassistisch, wenn als Weißer als Rassist bezeichnet wirst. Okay. Es ist rassistisch, wenn du als Weißer als Rassist bezeichnet wirst. Okay. Kann man das Ganze bei einem PUBG-Sexismus-Turnier, wo Jungs Score gegen Mädels Score.
Und das Ganze entscheidet dann, wer mehr Lohn darf haben und wer ins Militär muss und alles andere ganz gleich ab, ist endlich vorbei. Ja, aber 18% ist Frechheit und nicht angegriffen. Ja, aber weißt du, es zwingt dich ja auch niemand als Mann dann halt dort hinzugehen. Genau, Dann das gehst hat du mein- halt noch jemand anders Genau, an. das hat meine Freundin auch gesagt. Und darum sind sie auch bankrott gegangen, logischerweise. Aber, Ja, dann ist sie ja sogar noch selber schuld gewesen, wenn sie so bankrott genau. gegangen sind. Aber das Also, Problem ist, dass man es überhaupt macht. Es geht nicht darum, ob man es dann nachher kaufen oder ob man dort reingeht oder nicht. Dass man überhaupt auf die Idee kommt. Es gibt ja... Nein, das gibt es glaube ich nicht. Irgendwie spezielle Steuern auf Kaffee, wenn es Frauen sind. Nicht, dass ich ja, aber weißt du, das ist genau das, was ich meine. Wenn es jetzt da bei mir so einen Kaffee gibt, wo Frauen 18% mehr zahlen, Dann kann gehst ich du auch mich, mit rein. entweder habe ich zwei Varianten. Entweder ich reg mich tödlich darüber auf, dass die das so handhaben. Oder es ist mir einfach furzen, gar nicht gegangen ins nächste Kaffee, wo es halt nicht Genau. so ist. Und ich bin halt einer der Typ, der findet, ja, dann gehe ich halt ins andere Kaffee, wo es nicht 18% teuer ist. Genau. Weil die werden ja ihre Konsequenzen daraus tragen. Es kommen keine Frauen dort rein. Voilà, wahrscheinlich gehen sie dann halt bankrott. So what? Also, Ja. es tut mir in dem Sinne nicht weh. Ja, das auf jeden Jetzt Fall. in dem Beispiel, oder? Ja. Weil man kann sich ja auch wirklich an allem so ein bisschen aufregen. Ich weiß auch nicht. Man kann aus jedem kleinen Muckenfotz etwas Grosses machen. Ich glaube, es ist einfach das Thema Sexismus, und das ist eben auch das, was jetzt die Jay dort gesagt hat, weißt, gutes Thema und so weiter. Wir haben vor 2 Monaten einen Stream gemacht mit dem Knutor über das Thema, ob wir zu überempfindlich sind. Ja. Und es ist auch ein bisschen das, glaube ich. Einfach eben, wie wir auch gesagt haben, aus jedem Scheiß wird irgendwie eben eine Sexismusdebatte, eine weiss nicht was Debatte und bla bla Es wird bla. ein Drama daraus gemacht Genau. aus jedem Scheissdreck. Vor 1-2 Jahren hat sich mal so eine gehabt, die durch New York durchgelaufen ist und hat sich selber gefilmt, wie sie dann anscheinend sexuell belästigt worden ist von irgendwie 700 Männern. Und die meisten haben nur gesagt, hi. Wow. Hi, how are you? Und das Eben, haben, aber ich meine, und so wie das... schon wieder als blöde Anmacht, blöd gesagt, aber Eben, das ist einfach so dann gibt es das. auch wieder so Frauen wie Naridi und ich und die denken uns einfach so, frag doch halt, wie es mir geht, who cares? Ja, ja, cool, das ist doch ein netter Typ. Hi, mir geht's gut und dir, weißt du, ich meine, Ja, eben. was ist das Es Problem? ist so, eben, es ist so what? Das ist aber eben das, was ich vorher gemeint habe. Ja, Weißt du, es genau. wird ja heutzutage alles. Genau. Eben, selbst wenn du nur Heu sagst, weißt du, der hat mich belästigt. Okay, weißt du, ich meine, Aber es ist auch verdammt schwierig für die Männer in der heutigen Zeit. Also, das muss man auch wirklich geradeaus sagen, oder? Ich meine, was machst du denn überhaupt? Du darfst ja kaum irgendjemanden ansprechen oder Genau. ein bisschen näher als einen Meter Abstand anzugehen, aber Ja. sonst bist du einfach gerade der Double. Genau. Ist die als Frau? Okay. Es war nicht bei uns, Enki, oder? Es ist, wo hast du gesagt, ist das gewesen? Australien oder irgendwo weit weg? Das von mir, Könnt ihr was ich das gesagt dort habe. schon, ja. Ja. Ja, mit dem Kaffee. Ja, Die Australien, könnten ja. das dort vielleicht schon selber bestimmen. Also Steuern. Es ist zwar Tag, ich weiß nicht, ich glaube es irgendwann, ja, aber das ist einfach so für sich selber, haben sie einfach Man-Tax gemacht. Sie haben einfach halt 18% mehr verlangt von Männern. Das war nicht die offizielle Steuer. gewesen. Das ist so schön. Das Internet trägt zudem auch noch sehr, sehr viel bei, was unsere Meinung ist und Ja, und vor allem, was wenn man dann Meinung mal... von allen sein und so. Und vor allem ist es eben halt so, jetzt wegen Internet-Tweet und weiss nicht was, wenn man mal irgendeine Meinung hat oder irgendetwas ein bisschen daneben ist, gibt es gerade einen riesen Shitstorm. Ja. Ja, aber eben, Sunny sagt, es ist wahrscheinlich, wie sie Hallo sagen und wo sie anschauen, aber solange sie mir, egal auf was für eine komische Art Hallo sagen, oder? Wenn sie kommen und mir auf die Pups schauen, weißt du was ich meine? Die habe ich nun mal, die kann ich nicht verstecken, aber sie haben mir dann ja noch nichts zu tun. Und ich finde, das ist schon einfach schwierig. Ich meine, wir laufen ja vielleicht auch mal rum und schauen mal auf den Arsch oder whatever. Also... Okay, aber eben, das ist auch so wieder was. Wenn die Männer an dir vorbeilaufen, schauen sie da genauso auf den Arsch, ob sie jetzt Heu sagen oder nicht. Oder auf Pups. Nein, die hat Pups Ja, gesagt. Ja, okay. Oh mein Gott. Darf sie das?
Also sie behauptet, dass sie ständig angemacht worden ist. Ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Was hast du gewusst, Jay, dass ich Bubs habe? Ja, das ist so. Jetzt wissen es alle. Jetzt kann ich auch Bubs-Stream machen. Siehst du, jetzt wissen es alle. Sani, da muss ich dir recht geben. Also, ich zeige schnell das Video. Ja, Es geht genau. 2 Minuten geht das Video. Gut. Dann können wir es schnell anschauen. Soll ich den Link euch noch schicken oder wollt ihr es im Ja, Stream gern. Gern schicken. Du auch noch, Irini? Ja. Wo? Und so, das ist das Video. Ja, du hast Boobs gehört, ja. How you doing today? That's not good. Smile. What's up, beautiful? Have a good day. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you for being beautiful. She's an eight with you. Oh, bless you. Hey. Hey, baby. Hey, beautiful. How are you this morning? Have a nice evening. Nice. Damn. Damn. That's beautiful. God bless. Sexy American Eagle. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, all right? You doing good? Hey, look at that. $5,000. You want to talk? Huh? We can't be friends or nothing? You don't speak? Can I give you my number? Talk to you? No? Too ugly? What's up, man? How you doing? Have a nice evening, dog. So. Das war's gewesen. Aber ich denke jetzt auch eher, das ist die Ami-Mentalität. Habe ich auch das Gefühl im Fall. Weil ich habe das jetzt ehrlich gesagt, egal wie knapp die Frauen rumgelaufen sind, oder auch Kolleginnen von mir, ich habe das noch nie so stark erlebt in der Schweiz. Donation hilft wenig, ja. Und nachher noch a non-profit ending street harassment. Eben, das ist eben das, was ich auch gemeint habe, dass man einfach aus jedem, oder das, was Nairidi gemeint hat, dass man aus jedem Flügelschiss eine riesige Geschichte macht. Ja, genau, Mogli. Ich glaube, das ist was ist in New York, oder? Haben wir gesagt? Ja, genau, NYC. Ja, ich glaube, ja. Eben, das ist aber das, was auch meine Freundin erzählt hat, dass einfach die Leute einfach dich anquatschen. Ich bin noch nie gewesen, also ich kann es nicht bestätigen, aber ich glaube es. Und Eben, das ist die Ami-Mentalität. ja. Hätte ich jetzt Ja, gesagt. das glaube ich eben auch. Es sind schon gewisse Sachen, es hat schon gewisse Sachen, wo man kann sagen, es ist grenzwertig vielleicht, dass der andere in die 4-5 Minuten nebenan durchläuft Ja, und das wollte ich sagt, gerade sagen. Also, das einer von das 5 ist Minuten wirklich mit. grenzwertig. das ist grenzwertig, aber jetzt irgendwie so, also ich weiß nicht, Hi Beautiful, ist das sexuelle Belästigung? Ich würde es jetzt nicht so sehen. Ich würde es auch nicht so sehen, nein, aber Also ich du darfst nicht mal Kompliment mehr machen. Das ist Nein. Kompliment machen heisst, du bist sexuell belästigt. Oder, Ja, findest denn du das jetzt sexistisch? Aha.
Da haben wir ja geschrieben, in dem Fall ist die Ami-Mentalität grundlegend sexistisch. Aber findest du das Nein, sexistisch? nein, es geht nicht um das. Nicht Nein. Ami-Mentalität ist sexistisch, sondern die Leute, es geht ja um einen Rezipient, also der, der es empfiehlt, nicht um das, was sendet. Der New Yorker sendet ja nicht einen sexistischen Spruch oder was auch immer, sondern die Ja. Empfängerin, also sie, empfindet es als sexistisch. Und es kommt dann auch immer ganz darauf an, wie sensibel das die Frau ist. Weil es gibt Frauen, die hören gar nicht drauf, blöd gesagt. Und dann gibt es auch wieder Frauen, die nehmen jedes Wort einfach huren ernst und ja. Ja, eben, wie gesagt, der Punkt wegen nebendran rumlaufen und weiss nicht was, das ist wirklich sehr grenzwertig. Also nein, das ist schon creepy, schon fast. Also nicht schon fast, das ist creepy. Aber sonst der Rest finde ich jetzt, aber eben, ich weiß nicht, in Europa, also wenn jetzt jemand in Zürich durchläuft, da irgendwie, der wird wahrscheinlich nichts hören. Ja, vielleicht irgendein Pfiff oder so, oder was, oh geil, hübsche. Mhm. Ja, Jay. Ja. Ja, ja. Also die Dudes. Von wo kommt die? Keine Ahnung im Fall. Keine Ahnung. Drave, du mal donaten, vielleicht geben sie dir Dings. Infos. Wow. Ja, es ist grundsätzlich nicht unbedingt sehr angenehm, wenn Frauen angemacht werden, wenn beim Vorbeilaufen, das ist ja klar. Genau, da gibt es sexy Snapchats. Richtig. Okay, Jay, ich sag's mal so, mit der Zeit gewünscht dich daran als Frau. Vor allem, wenn du jetzt blöd gesagt auf der Baustelle schaffst oder sonst irgendwas. Er ist ein Foodie-Gucker, oh mein Gott. Ja, das Ich ist kann's Jay schon immer gewesen. Ja. Ja gut, habt ihr noch irgendetwas Grundlegendes zu sagen? Ja, ich habe mal noch eine Frage, wie es bei dir in der Kultur ist. In der Türkei. Also Weil ehrlich dort ist ja gesagt, wirklich, weil dort ist ja wirklich so, der Mann ist stärker und die Frau macht eigentlich, also so wie ich es kenne, die Frau macht auch, was der Mann sagt. Zählt das denn auch schon dazu oder? Also was stempelst denn das ab? also, also ich bin ja da Blöd geboren gesagt. und aufgewachsen, ich kenne das Leben in Ja, dem aber Sinne in der Türkei nicht wirklich. Aber du weißt, was ich meine. ja. Einfach ja, ich weiß jetzt, was du meinst, aber das Publikum wahrscheinlich nicht. Oder beziehungsweise halt, von wo das ich bin. Also dort ist halt einfach wirklich so das klassische Rollenbild halt, weißt du. Ja, eben. Mann ist Oberhaupt, geht arbeiten, Frau ist daheim, sorgt für den Haushalt und Kinder und weiss nicht was. Also so erlebe ich es halt bei, ja, ich würde sagen, 99% von meinen Verwandten erlebe ich es so, dass der Mann Mhm. schafft, die Frau daheim, schaut auf Kinder und so weiter. Aber dann finde ich es eigentlich auch noch krass, dass wir so ein Drama daraus machen und die einfach das können einfach so leben lassen. Blöd gesagt. Ja, weißt du, auf der anderen Seite ist einfach, wenn beide Seiten zufrieden sind mit dem. Mhm. Also, ich sage nicht, dass sie zufrieden sind, aber wenn beide Seiten Ja. zufrieden sind damit, dann ist schon gar kein Problem rum. Das ist ja so. Das Problem entsteht einfach erst, wenn eine Seite unzufrieden ist damit. Und das ist auch logisch, dass es halt, und ich meine, ich sage jetzt mal, die westeuropäische Gesellschaft ist halt viel, also halt Frauen sind mehr, also emanzipierter. Ja. Was auch okay ist. Also weißt du, ich meine, das ist halt, das ist so ein bisschen jedem das Seine. Ich meine, irgendwie eine chinesische Frau oder eine japanische Frau hat wahrscheinlich auch ein bisschen wenig an anderen Stellenwert als eben eine westeuropäische oder eine Ami-Frau, Ja. sage ich jetzt mal. Es wird wahrscheinlich auch einen Unterschied geben zwischen den Männern, Frauen in Europa und Frauen in in den USA. Ja, das definitiv. Ja, eben. Also, aber eben, solange beide Seiten mehr oder weniger damit zufrieden sind, wieso solltest du da noch Stress machen? Auf der anderen, was mir am nicht gefällt, ist, wenn man davon aussen probiert, also weißt, ich sage jetzt mal, die europäischen Werte, dann nachher probiert aufzudrücken. Mhm. So im Sinne von, dir sind unzufrieden, das ist falsch, was dir macht.
Darum wollte ich das Ja. ändern. Wenn es mir wichtig ist, dann meine Frau so lange wie möglich. Genau, du musst emanzipiert sein. Emily. Du bist emanzipiert, hä? Du, Nairidi, hast du noch irgendetwas zu sagen? Hast du auch noch Fragen? Oder willst du irgendetwas im Publikum noch? Nein, ich wage gerade schreiben, aber ich kann auch keine Antwort geben. Hey, sexy Schnecken. Zum Thema, eben, als Mann willst du nicht auch auf dein Kind schauen? Ich glaube, das ist halt auch einfach wirklich nicht so einfach, weil du hast als Frau das Kind 9 Monate in dir und das Kind hat eine absolute Bindung zu dir. Und ich habe das wirklich erlebt, das ist nicht so einfach, weil sie können noch so klein sein und der Papi kann noch so oft daheim sein, wenn es zum Beispiel krank ist oder was auch immer, dann ist es Mami, dann wollen sie es Mami. Das ist nicht, weil wir das so wollen, sondern weil das oft von den Kindern aus so kommt. Dass sie einfach, vor allem in den ersten Jahren, viel die enge Bindung noch haben zur Mami, weil du sie ausgetragen hast. Ja, was machst du, wenn Dings? Und das kannst du halt nicht einfach so. Ich meine, klar, wenn die Mami stirbt und es ist nur der Papi da, dann ist nur der Papi da. Weißt du, was ich meine? Aber Ja. solange sie die Wahl haben, ist es oft so, dass die Kinder das so wählen. Ja, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Und du stillst sie auch. Und das, also weißt, du bringst sie auf die Welt, du stillst sie, das gibt ja schon wieder eine mega Bindung. Das kann der Papi auch nicht. Klar kann er den shoppen geben. Das ist nie und nimmer das Gleiche. Never. Ja, bei meinen Brüsten kann es auch Und- nicht funktionieren. Ja, ich weiss nicht, ob da viel Milch kommt, aber sonst kannst du es sehr gerne mal probieren. Mir kommt wahrscheinlich... Aber du hast nie Bei mir kommt du wahrscheinlich hast- der Nagellackentferner vom Drave raus. Und das ist ja dann häufig so. Ich meine, wenn die Kinder, ich weiß auch nicht, ich habe 3, 4, das wechselt dann wieder. Aber so am Anfang, in den ersten Jahren, haben die einfach viel die stärkere Bindung zur Mami. Ja, das ist klar. ist einfach von Natur aus. Das ist klar. einfach so. Ja. Ja, siehst du? Der Jay... Hast du langsam Milchschuss? Du musst aber größere BHs kaufen, wenn du den hast. Ich kann das Ja, sagen. wie ein Das ist, Wodka-Einschuss. So, Rocca. Sexy. Hey, sexy, komm. Ja, hey Baby, ja. Hey, sexy. Ich wollte nur schnell anmachen und nicht, weißt du. Ah, okay, tschüss. Also laut dem Video wäre ich total am Arsch, ey. Du bist so ein Aha, Ding. Du hast die ganze Zeit, bist der schlimmste Sexist, den ich kenne. Was redest du? Ja, safe, hey. Ich stell dazu, ey. Jetzt hat er fast was falsch gesagt. Egal. Mann. Das ist so ein Bullshit gewesen, ey. Sorry, aber die läuft durch die Stadt und jetzt, wenn wir da donaten, hey, are you fucking kidding me, hey? Komm jetzt. Donate to Halleberg. Sorry, das ist Free Boobs. Genau. Okay, Jay. Hashtag Dann musst du Free nicht Boobs. ändern, das ist okay. Kannst du einfach lassen. Die Leute haben kein Essen und Trinken und die wollen Geld, damit sie nicht angemacht wird. Ja, angemacht wird sie so oder so, ob sie jetzt Geld hat oder nicht. Ja, ey, was willst du denn? Ey, schau da, einer donated. Der XXX, Rocker Ja. XXX, hat Du darfst mich nicht beleidigen. Ja, sorry. Shut the fuck up, ey. Ja. Hast du noch etwas zu sagen, Rocca? Ah, nein. Ja, report the channel, please. Gut, dann würde ich sagen, dass wir langsam Schluss machen. Hä? Ja, wir sind jetzt schon bald Wenn das Wir so können ja schon ist. zusammenbleiben, also musst du nicht gerade Schluss machen. Mit dir mache ich sicher Schluss. Nehmen wir beides, weißt du ja. Ja, ich gebe dir alles. Noch besser. Also, dann tue ich euch schnell muten. Dann gehe ich noch auf Solo-Dings. Da kannst du noch Tschüss sagen, Rocca, Nairidi, Rahel. Tschüss, Streamchat. Ciao zusammen. Ich drücke schon schnell auf am Move. Danke. Gut, merci vielmals fürs Reinschauen. Hat mir richtig gut gefallen, wie ihr mitgemacht habt und so. Eben, wie gesagt, ihr könnt jede Zeit reinkommen. Jay vor allem, merci vielmals fürs aktive Mitmachen. Das nächste Mal, wie ihr hier unten seht, ist am 14.07., das heisst ziemlich genau einen Monat. Das Thema wird Speedrunning sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Thema ist, wo einem was interessiert oder so, aber es kommt ab übernächste Woche wird die grösste
der grösste Speedrun-Event der Welt startet nächste Woche. Das ist eine Woche lang 7 Tage, 24 Stunden wird dort durchgespeedrunnt. Das SGDQ heisst das. Also das fängt eben nächste Woche an. Da könnt ihr 1 Woche lang durchziehen. Ich mache selber eben auch Speedruns. Der Eminem kennt das ja. Und ich habe dann 2 Speedrunner auch dabei, Schweizer. Wieder mit ihnen ein bisschen das Thema behandeln. Okay, nicht schlecht. SBB, genau. Nein, SBB ist Slow Run. Ja, gut. Ich bedanke mich sehr fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und wünsche euch allen einen schönen Abend. Tschüss zusammen.